So, dann gucken wir doch mal. Mhm. Sehr gut. Online bin ich. Perfekt. Okay, jetzt heißt es wieder auf die Leute warten. Also an alle von euch, die das im Nachhinein gucken und das nicht live verfolgen sollten. Jetzt ist wieder der Moment, wo ich noch auf die Leute, auf die Zuschauer warte. Und wenn das dann alles wieder soweit ist, dass alle Leute da sind und dass wir uns wieder versammelt haben in unserer gewohnten Runde, dann können wir auch wieder loslegen und dann fange ich auch sofort wieder an mit dem Spiel. Wenn ihr das im Nachhinein guckt, könnt ihr wahrscheinlich vorspulen, weil ich immer so 10 bis 15 Minuten circa warte, bis die Leute entsprechend da sind. Von daher etwas Geduld am Anfang, das ist immer so eine kleine Plauderrunde. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, wie gesagt, immer so eine kleine Plauderrunde am Anfang und auf die Leute warte und dann können wir auch fortfahren. Ja, blutiges Ende habe ich es heute genannt, Fragezeichen, weil es hieß, es wäre eigentlich kurz vor Ende das Spiel und ich bin mal gespannt. So, und nicht wundere, wenn ich immer mal so nebenbei rüber guck, weil ich hab's dann synchron laufen, damit ich sehen kann, stockt der Stream, eventuell liegt's am Internet. Hi Mathilda. Damit ich sehen kann, ob es eventuell stoppt oder ob irgendein Problem auftaucht. So kann ich dann immer wieder gucken. Und es ist nach wie vor merkwürdig für mich da neben dran live zu sehen. Muss ich echt sagen, an dieses ganze Gestreamer, da muss ich mich erstmal kräftig dran gewöhnen. Ja, freut mich, dass du auch wieder da bist. Freut mich auf jeden Fall. Ach ja, bist heute sogar mal die Erste. Bin ich mal gespannt, wie es mit der anderen aussieht. Muahaha. Ob die auch wieder alle sich Ei finden. Aber jetzt haben wir so 1:01. Es wird am Anfang noch relativ wenig los sein. Aber die Leute kommen jo. Ich kenne jo mein Pappenheimer mittlerweile. So, noch einen Schluck trinke. Ach ja. So. Ja, wie gesagt, blutiges Ende mit Fragezeichen heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns erwarten wird. Weil in der letzten Aufnahme hat es ja doch etwas ziemlich übel aufgehört, muss ich sagen. Wir haben den Werwolf, oder diesen, in Anführungszeichen, Werwolf, haben den niedergestreckt, beziehungsweise der hat sich ja eigentlich mehr oder weniger selber niedergestreckt und wir waren Zuschauer da dabei. Aber es wird wieder interessant, wie es weitergeht und vor allem würde ich gerne wissen, wie es ausgeht, das Ganze. Da wir ja relativ vor Ende sind, wird mich das sehr interessieren. Eine Freundin von mir kommt hoffentlich gleich. Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Wäre schön, wenn mehrere Leute bei sind, auf jeden Fall. Das tät mich sehr freuen, wenn mehr Leute zuschauen und die Stammzuschauer, die kommen ach so allmählich, hoffe ich doch. Also ich warte auf jeden Fall bis maximal 20:15 Uhr und dann sollten wir loslegen können, hoffe ich, denke ich, weiß ich. So. Okay. Okay, im Hintergrund wird wieder kräftig gelacht, also bitte ignoriere. Ach ja, ist dann einfach, wenn man mit anderen Leuten noch zusammen wohnt. Ahoi hoi. Hi Kai. Freut mich, dass du dabei bist. Du hast ja morgen frei, ne? Der Kai hat morgen frei. Sorry, das musste jetzt einfach sein. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass du auch wieder mit dabei bist und dass du heute die Zeit hast, hier beim Stream mit dabei zu sein. Ach ja. Ach, wie schön. Ich finde es immer so lustig, wenn ich dann hier ohne Drohne sehe. 4 Zuschauer und im nächsten Aareschlag, wo ich hier einmal Dendo mache, sind es dann wieder nur 2. Ja, natürlich ist der Kai wieder da. Ohne den geht's so nicht. Das ist ja der Stammzuschauer, selbstverständlich. Das ist ja mein treuester Kunde. Immer, immer. Ach ja, ach ja, ach ja. Schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich Observer wieder weiterspielen kann. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Hi André. Freut mich auch, dass du wieder dabei bist. Aber ich sehe hier unten,
nur Gewurstels. Also ganz unten beim Chat ist derzeit nur Gewurstels irgendwie. Das ist etwas merkwürdig. Eventuell entdröselt sich das Ganze wieder. Ansonsten muss ich mal... Oh, okay, da hier wieder jemand was geschrieben. Muss ich da rüber gucken ansonsten. Aber das kriegen wir auf jeden Fall. Ach hier. Freut mich, dass du auf jeden Fall auch wieder dabei bist, André. Ich hoffe, dir geht's wieder ein bisschen besser, weil die Sonne halt... Boah, das war halt echt heftig auf der Arbeit. Mann, das ist mir ja gar nicht mehr gewohnt, dass die Sonne so runterknallt. Und dann auch noch bei der Arbeit. Igitt, das war echt heftig heute. Ach ja, dort drauf erstmal einen Schluck Wasser. Ich denke und hoffe, dass meine Erkältung heute auch nicht allzu schlimm sein wird wie in der letzten Sitzung letzte Woche. Ich habe jetzt heute auch nochmal ordentlich Hustesaft genommen, so einen Hustesirup. Und habe auch nochmal so Erkältungstropfen genommen. Ich denke, das habe ich heute besser im Griff. Also dieses häufige Rumgehuste wird nicht sein. Die letzte paar Mal, wo ich Baldur's Gate und so weiter... Ja, Syldrakar, nicht Syndrakar. Syldrakar fehlt noch, genau. Ich weiß aber nicht, ob sie entsprechend heute noch kommen wird oder kann. Das wird sich zeigen. Es wird mich natürlich sehr freuen, wenn sie wieder dabei wäre. Und ja, wie gesagt, in der letzten Aufnahme, die ich so gemacht habe, also jetzt nicht speziell für Observer, aber generell die letzte Aufnahme, die ich für Baldur's Gate und für Secret of Mana aufgenommen habe, bei jedem Mal so ein richtig ekelhafter Huster mit dabei gewesen. Ich habe das so häufig schneiden müssen, also es war echt heftig. Smokey guckt auch mit. Sehr schön. Hockt er bei dir auf dem Schoß oder was? Muss ich auch sagen, wenn mein Kater bei mir auf dem Schoß hockt, das ist ja schon als auf Dauer ziemlich heftig, wenn der da drauf liegt. Aber bei Smokey, der ist ja schon ein Unikat-Tier, würde ich sagen. Und der wird auch ziemlich schnell ziemlich schwer, oder? Also zumindest kenne ich das mit meinem normalgewichtigen Kater, dass der schon mit der Dauer sehr schwer wird, wenn der auf meinem Schoß sitzt. 8 Kilogramm auf meinem Schoß. Ja, mein Kater mit seiner bestimmt 4 Kilogramm oder 5 Kilogramm maximal, der fühlt sich ja schon A wie C-Tonne, wenn er da längere Zeit hockt. Und Katze schaffen es irgendwie immer, sich so schwer zu machen, dass sie wie so Bleigewicht auf dir drauf hocken. Es schnurrt dann zwar und ist horig, aber trotzdem. Ach ja, Wasser. Nee, also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall. Und der gute André, der hat mir auch nochmal eine schöne Anregung gegeben. Es könnte sein, dass das wird jetzt natürlich Syldrakar sehr freuen, wenn sie hier wäre. Ich könnte mir eventuell vorstellen, die Total War Warhammer-Reihe mal zu spielen. Beziehungsweise zu warten. Herr Uff, solche Worte mag ich hier nicht lesen. Pfui. Und es würde mich definitiv freuen, wenn ich dieses Spiel auch machen könnt. Ja, könnt man falsch verstehen. Wie gesagt, sowas mag ich hier nicht hören. Pfui, aus. Hör auf. Und es tät mich definitiv freuen, wenn ich Warhammer Total War Reihe spielen könnt. André hat mir Trailer gezeigt und ich bin sehr begeistert, weil ich früher selbst so Tabletop Warhammer gespielt habe. Und das Ganze als großes Let's Play, das wäre richtig toll. Ohne Witz, also das wäre richtig genial. Gerade eben wegen diesem Nostalgiefaktor von mir bezüglich Orks und Echsenmenschen, das wäre großartig. Dein Freund, also deine Freundin, ne? Dein Freund. Deine Freundin fehlt noch, alles klar. Ja, das wird so komisch abgehackt bei mir. Und meine Freund. Und dann, hä? Und meine Freund? Ah, Freundin fehlt noch. Ja, das passt schon. Für Sigmar, ja genau. als ob. Also Imperium sind die allerletzte, die ich spiele werde. Das kann ich dir gleich sagen. Da bin ich dann doch eher für die Orks. Und Echsenmenschen auf jeden Fall. Das ist so eine geile, neutrale Partei, die Echsenmenschen. Und die fand ich schon früher echt sehr cool. Und ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt. Ja, die Total War Reihe, genau. Was das Mittelalterliche angeht. Das Mittelalterliche, beziehungsweise wenn es zu arg ins Online-Dingens reingeht. Ich habe das bei dir so verstanden, dass du eher Mensch Total War mit Online-Aspekte. Ich mag so Spiele. André, du kannst bezeugen, ich habe zigmal gefragt, das geht auch ohne Online, weil ich habe das echt so verstanden, dass das nur online wäre, das Zeug.
Und ich wusste auch nicht, dass das mit Warhammer existiert. Und für Warhammer auf jeden Fall, da bin ich sehr zu Hause. Bei dem mittelalterlichen, habe ich schon tausendmal mit anderen Dinger gespielt, damals die Anno-Reihe und so weiter. Ich bin nicht ihre. Ich verstehe nur manchmal Sachen falsch. Aber wie gesagt, wenn das Singleplayer-Kampagne sind, absolut kein Thema. Und mit dem Warhammer-Fantasy-Thema auf jeden Fall auch sehr gern. Und ja, Warhammer ist das Neueste, klar. Da hatten wir es ja auch bei der Arbeit drüber, also André und ich hatten es bei der Arbeit drüber. Und mit Warhammer würde ich es eigentlich schon ganz gern spielen, aber ich warte wahrscheinlich, bis das dann rauskommt als Sammelversion in Anführungszeichen. Und dann könnte ich mir vorstellen, einfach mal ein paar Kampagnen als Orks, Echse-Menschen. Gibt es eigentlich auch Chaos? Das würde mich interessieren, weil Chaos wäre sicher auch ganz cool. Ich kann mir vorstellen, da die allermeisten Leute tatsächlich Imperium spielen würden im Let's Play, dass ich dann auch mal wieder ein bisschen was außer der Reihe mache. Kann man online spielen, muss aber nicht, ja. Chaos gibt's auch, sehr cool. Sind alle 4 Chaosgötter vertreten? Khorne, Tzeentch, Schnörkel und Slaanesh. Naja, Syldrakar wäre sehr zufrieden, wenn ich Chaos spielen würde. Und ich persönlich fände es eigentlich ganz cool, so Nörgel-Anhänger zu spielen. Nörgel mögen die wenigsten. Ich finde den unglaublich cool. Jetzt mal ohne Witz. Also Slaanesh kannst du Hase geben, das machen die allermeisten. Das ist mir zu blöd. Tzeentch ist noch ganz cool. Khorne ist eher so Rambock-mäßig. Muss auch nicht sein. Und Nörgel spielen die allerwenigsten. Das fände ich definitiv cool. Ach ja. Also wie gesagt, 5 Minuten gebe ich den Leuten noch, dass eventuell Syldrakar und Scorpion noch nachziehen können. I'm a human. Hi Mensch. Freut mich, dass ich auch noch ein neues Gesicht hier habe. Oder ich denke zumindest, dass du ein neues Gesicht hier bist. Willkommen im Stream. Noch habe ich nicht angefangen. Noch ist alles ganz in der Laberecke noch. Ich werde aber heute nicht länger als 22:30 Uhr machen, muss ich gleich sagen, da ich morgen wieder zur Arbeit gehe. Von daher, ja, es wird heute kein besonders langes Stream, von daher würde ich wirklich sagen, wir fangen pünktlich ab 20:15 Uhr an mit dem Spieler. Und ja, machen wir relativ pünktlich, dann passt das. Bei 102 Abos, wie gesagt, sprich mich bei 1002 oder 10.002 Abos nochmal an, dann kann ich sagen, die Luft wird recht dünn. Ja, du bist neu. Das freut mich natürlich, dass auch neue Leute hier mit dabei sind. Ah, das scheint dann wohl deine Freundin zu sein. Alles klar. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, dass neue Leute dabei sind. Ich finde es immer schön, wenn neue Leute hier mit dabei sind und hier nochmal bei dem Stream Anschluss finden. Finde ich definitiv echt genial. Es freut mich, wenn ich mehr Leute erreichen kann. Und wir haben sowieso immer hier im Stream relativ kleine Runde. Meistens sind es die Stammleute, die so zugucken, wie Kai, wie André, wie Mathilda. Dann ist noch Syldrakar dabei und Scorpion. Das sind so die Stammzuschauer derzeit beim Stream. Der nächste Stream wird, ja genau, fleißig abonnieren, Like und Abo. Bin ich auf jeden Fall sehr dankbar immer drum. Aber nur wenn es gefällt. Man muss ja nicht einfach so zwanghafte Abo drauf schmieren. Also das ist, die Leute haben immer noch ihr Recht auf ihr eigene Meinung. Und wenn die sagen, ey nee, der Typ, der nervt ohne Ende, dann muss man mich ja nicht abonnieren, absolut kein Thema. Aber wenn es gefällt, dann sehr gern. Okay, ich denke, mehr wird's jetzt erstmal nicht mehr. Und ich mag ja den Leuten auch ein bisschen was bieten, deswegen fahren wir mal fort. Fangen wir mal an. Weil, wie gesagt, maximal 22:30 Uhr mache ich noch und dann sollte das heute Ende finden. Sonst kann ich morgen nämlich schaffen und bin noch kaputter, als ich es heute schon war. Denkt dran, Yankee auf der Comic-Con in Karlsruhe. Ja. Und nur als Gast, genau. Als Aussteller kommt vielleicht irgendwann einmal. Da schauen wir mal. So. Dan ging durch den Dachboden, als sich der Mörder plötzlich entschied, zuzuschlagen. Dadurch fielen sie beide in eine alte Wartungsluke hinunter. Während Dan überlebte, hatte der Mörder nicht so viel Glück. In freigelegte Kabel verwickelt, konnte nicht mal sein augmentierter Körper die Spannung ertragen. In seinen Kopf zu gelangen, könnte unerträglich sein, aber es ist auch die Gelegenheit, Antworten zu bekommen. Ja, das ist unser guter Typ hier, der gute Viktor Maderski. Hübsch sieht er aus, ne?
Der Typ hat ziemlich ekelhafte Genveränderungen hinter sich. Der hat sich zu einer Art Werwolf hier umoperieren lassen. Er sieht auf jeden Fall köstlich aus, ganz bezaubernd, der Kerl. Wenn man uns mit unserer mechanischen Sicht angucken, dann hat der Typ sich so Wolverine-Klaue einsetzen lassen. Er hat, also wie gesagt, Klingenimplantate hat er, und da hat er noch so Stützenimplantate. Das kann man sich wie solche moderne Prothese von Sprinter vorstellen. Bei Paralympics sieht man ja immer die Menschen, die Beine amputiert haben, die haben dann solche Prothese und können damit unglaublich schnell rennen. Nur die Dinger haben noch so einen Antrieb, wodurch die Leute dann auch springen können, wie blöd hier in der Welt. Das heißt, der Typ, der kann sein Opfer auch springen und die haben keine Chance, sich dagegen zu wehren. Dazu dann noch diese Klingenimplantate, die wirklich wie Wolverine-Klaue sind. Also auch außerhalb von der mechanischen Sicht sieht es echt heftig aus, wie lang dem seine Finger alle schon sind. Weiter oben hat er keine Implantate mehr. Die biologische Sicht zeigt halt, dass er auch jede Menge Kratzer und Risse hat. Ja, also der Knabe, der hat schon ordentlich was durchgemacht. Und er ist ziemlich unwahrscheinlich hässlich. Das muss man bloßer. Ich meine, der war ja vorher schon keine Schönheit. Aber das jetzt, vor 17 Minuten ist er verstorben, der Kerl. Und synchronisiert, haben wir noch nicht, ne? Geht nicht, oder? Ne. Synchronisiere können wir uns derzeit nicht. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir uns mit dem in der letzten Episode schon synchronisiert? Ich glaube schon. Aber ich glaube, es ist wieder höchste Zeit, um mir mal Synchro-Sign einzuschmeißen. Ja, schließen Sie es mir gleich an die Venen an. Das gibt Tinte auf der Füller. So, jetzt gucken wir uns mal hier um mit unserer geschärften Adlersicht. Und wir gucken uns jetzt nochmal die Umgebung hier mechanisch an. Aber meine Fresse, dieser Typ. Dadurch sind wir gestürzt. Ja, es ist die hässliche Visage wieder im Weg. Also da sind wir runtergekracht. Das wird noch gemein. Also ich glaube echt, das wird wieder fies. Okay, wie sieht es dann hier aus? Da ist noch irgendwas dran. Oh. Man sollte nicht gegen die Maschine rennen. So clever sollte man sein. Da ist noch was. Das können wir uns noch angucken. Oder? Ja, das können wir uns angucken. Ich hab gesagt, das können wir uns angucken. Na los, komm schon. Komm schon her. So. Komm her. Ich will dich angucken. So. Elektrischer Schalter. Wer hätte es gedacht? Das war jetzt die Erkenntnis des Tages. Wie war nochmal Renner? Genau, mit L3. Ich muss mich da echt wieder dran gewöhnen. Wenn ich das immer noch wöchentlich spiele, ist schon immer etwas wenig. Okay, Stream läuft immer noch. Das ist gut. Hin und wieder kommt dann so der Check, ob noch alles läuft. Weil wenn es bei mir noch vom Internet her funktioniert, mein Internet ist derzeit glücklicherweise stabil, dann ist alles wunderbar. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, da ist nichts mehr. Jetzt fehlt natürlich die Syltra-K auf meiner rechten Schulter als Teufelchen, die mir sagt, Moment, hier ist aber noch was du verpasst hast. Okay. Dann schauen wir doch mal. Das Ding ist nicht weiter interessant anscheinend. Das will er sich erst gar nicht angucken von elektrischer Seite aus. Biologisch gibt es auch nichts, was wir uns angucken könnten. Nee. Oder doch? Ah, nee, da hängt nur unser Viktor drin. Okay. Wie hieß der nochmal mit Nachnamen? Entschuldigung, ich muss jetzt einfach nochmal gucken, wie der Typ heißt. Viktor Maderski. Okay. Das klingt irgendwie wie so ein rumänischer Fußballspieler, oder? Viktor Maderski. Ach ja, schön diese Namen hier. Namen, die zum Träumen einladen. In manche Fälle halt wirklich zum Albträumer, aber sei es drum. Ach, mir fehlen Scorpion und Syltra-K. Schnief. Falls ihr das dann nochmal so im Nachhinein sehen solltet, fühlt euch ganz lieb gegrüßt und vermisst. So, wie war das nochmal interagieren? So, oder? Der will nicht funktionieren, okay. Warum will schon nicht funktionieren, du elektrischer Schalter? Muss ich die vielleicht rituell bedienen? Nö, anscheinend nicht. Okay, schauen wir uns mal elektrisch um. Da haben wir noch irgendwas. Freiliegende Kabel. Ja, großartig. Was war da noch dabei? Achtung, Stromschlag? Ja, Stromschlagrisiko. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir müssen erstmal hier wieder das Saft herstellen, bevor wir durch die Där kommen.
Also nicht, dass wir jetzt bis um halb neun hier in dem ekelhaften Raum rumhängen und es passiert einfach gar nichts. Also an der Stelle, wie gesagt, sorry, hier kann ich nichts schneiden, das ist alles live. Meine ganze Rumduselei ist definitiv live und in Farbe und bunt. Das könnt ihr hier mitverfolgen, wie ich vor Ort am Objekt versag. Ach je, ach je, ach je. Wenn ihr Tipps habt, ihr dürft die natürlich sehr gern einwerfen. Dafür sind wir ja im Livestream. Genau davor machen wir das ja. Okay. Also ich sehe jetzt eigentlich auch gar nichts. Ich sehe hier nur unseren Wiki, der hier in die Kabel rumbampelt. Und ansonsten, da drüben sehe ich jetzt nichts von Interesse für uns. Nur jede Menge Kabelsalat. Aber nichts, was wir drücken könnten, ne? Und ich finde es auch irgendwie etwas schade, dass ich hoffe, die kommen noch, dass ich noch nicht alle Spinne-Levels gepackt habe. Mann, oh Meter. Also ich werde jetzt wohl nicht an einem einzelnen Schalter versagen. Liegt hier zufällig irgendwo einer rum, den ich dann hier reinstöpseln kann oder so? Müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, meldet euch gern zu Wort. Dafür machen wir ja den Livestream, wie gesagt. Okay, und mit dir können wir nichts mehr anstellen, ne? Du bist hinüber. Nee, synchronisiere kann ich mich nicht mit dir. Nee, analysiere oder so geht auch nicht mehr. Vielleicht kommen die ja noch. Ja, ich hoff's, dass diese Spider-Sword-Dinger noch kommen. Definitiv. Es ist zwar unglaublich ranzig und billig gemacht, aber es erinnert mich einfach so an die Anfänge an die DOS-Computerspiele, mit denen ich früher groß geworden bin, so Anfang sage ich, Mitte 90er Jahre. Total erinnert mich das einfach. So, drück den Schalter. Lustiges Spiel für die ganze Familie. Drück den Schalter. Hier ist noch irgendwas. Die Biosicht will auch nicht irgendwie so, wie ich mir es denke. Also die Biosicht ist hier auch nicht mein Freund. Ja, es ist schon ruhig hier ohne die beiden. Das stimmt definitiv. Ja, schade. Ich finde es auch definitiv schade. Aber vielleicht haben die sich auch wirklich auf Freitag eingestellt. Obwohl ich auch nochmal über Twitter und über Facebook geschrieben habe, auch heute nochmal, dass der Livestream heute stattfindet. Ich habe es nochmal im Vorfeld geschrieben und habe dann heute nochmal geschrieben. Also bekannt war es auf jeden Fall. Eventuell haben die beiden ja keine Zeit gehabt. Das ist dann etwas schade. Aber wir machen sie nicht von anderen Leuten abhängig. Das wäre ja ganz schlimm, wenn wir uns hier von anderen Leuten zwingend abhängig machen würden. Genau, nicht jeder kann immer c'est la vie, das sehe ich auch so. Die haben auch ihr Privatleben und haben auch Dinge vor. So. Könnte ja auch eventuell sein, dass der Freund von Sildrakar dabei ist, dass er bei ihr wieder ist. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man da lieber seine Zeit mit seinem Freund verbringt. Also von daher, das ist ja alles kein Thema. Hier unten drunter, da ist keine Biomasse oder so, die ich mir angucken kann. Und auch keine Elektropfütze. Herr Jemine, wie geht's dann hier weiter? Um Himmels Willen. Den Knabe habe ich jetzt aber auch, an dem kann ich nichts machen. Die Risse kann ich mir nochmal angucken. Hier, der Hot. Okay. Elektrische Wunden hat er. Okay. Stichwunde. Ah, der gute Doktor hat einen Abgestocher, den kennen wir ja noch aus der letzten Episode. Und die elektrische Verbrennung, okay. Soweit, so gut. Soziale Interaktion geht's noch. Ich kann mich mit dem Typ nicht verlinken. Das ist sehr schade. Hat man das in der letzten Episode? Ich weiß es nämlich. Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Aus biologischer Sicht ist der Typ auch nicht mehr interessant für uns. Erinnert ihr euch noch dran, ob ich mich in der letzten Episode mit dem Kerl verlinkt habe? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Stützenimplantate.
Und die Klingenimplantate. Was weiteres ist an dem Typ nämlich interessant. Elektrische Verbrennungen und sein Chip, ja. Mehr geht aber nicht mehr. Und das sind sehr kurze 17 Minuten. Ich hocke jetzt bestimmt schon 10 Minuten dort dran. Das müssten mindestens 27 Minuten sein, wie lange der Typ jetzt schon tot ist. Ah, du ist er, jo. Hi, Syltraka. Wir haben dich schon vermisst hier in der Runde. Ich habe schon vermutet, Skarin wäre eventuell bei dir. Und ich brauche tatsächlich dein Ratschlag gerade. Ich bin etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber schön, dass man mich schon vermisst hat. Natürlich hat man dich vermisst. Dein Internet ist kacke. Oh, das ist nicht so gut. Wie würde Sheldon sagen, sie können versichert sein, dass zwischenmenschlichen Komponenten immer rätselhaft bleiben. Ja. Ach ja, ach ja. Du musst mir auf jeden Fall weiterhelfen. Der spielt mit Panzern. Okay, sagst ihn auf jeden Fall einen Gruß. Wo spielt er denn mit Panzern? Im Inland oder im Ausland? Ich hoffe auf jeden Fall im Inland. Bei dir geht's mir ausnahmsweise gut. Ja, normalerweise beschwerst du dich immer über die Bambusleitung. Ah, ich bin doch auch ein Hornochse hoch 3. Also das gibt's doch gar nicht. Yankee, Klingeling, Shame. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch auch ein Knetkopf. Mann, oh Meter. Okay, jetzt speichert er hier. Das gibt's doch gar nicht. Ohne Witz. Der Knopf. Und ich denke hier, oh, ich muss die Elektrizität wiederherstellen. Ich muss die Elektrizität erfinden. Und dann ist es das hier. Weißt? Ich habe schon gedacht, das wäre aus biologischer Sicht nicht interessant und auch nicht aus mechanischer. Und dann einfach nur hier interagiere und das Ding manuell aufziehe. Ah, na. Dummkopf. Ah, yes, das erleid. Yes, das erleid. Also auf jeden Fall, du hast nichts verpasst. Du hast nichts verpasst. Ich war nur zu blöd, um die Tür manuell aufzumachen. Eieieiei. Okay, jetzt gucken wir mal hier rein. Was haben wir dann da? Ja. Stream hängt die ganze Zeit. Das ist schade. Bei mir läuft er auch gut. Also, ich habe hin und wieder ammo-schwaches Internet. Also bei mir läuft der Stream tatsächlich auch ganz gut. Ja, deine Mutter wollte was von dir. Was war? Ich war zu blöd, um die Tür manuell aufzuschieben. Das war. Aber mittlerweile habe ich es gecheckt, dass sowas auch manuell funktioniert. Ne? Es soll noch so alte Methode geben, die nennt sich mit Hand Dinge bewegen. Diese antike Technik habe ich leider verlernt in dieser postapokalyptischen Welt. Ich mache mir ein Shirt mit den Sprüchen Dummkopf oder Rieslingflasch. Ja, Rieslingflasch habe ich lange nicht mehr gesagt. Okay. Okay, also insofern habe ich zumindest mal recht gehabt, dass ich den Strom wiederherstellen muss. Elektrischer Schalter von Chiron. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Und ja, nichts Neues. Ja, diese antike Kunst des Türaufschiebens, das ist doch schon etwas, was man im Jahr 2084 nicht mehr beherrscht. Oh Mann, oh Meter, ich schäme mich gerade echt ein bisschen. Das ist ja schon etwas peinlich. Warte mal ab bei Tio? The Evil Within oder was? The Evil of Un. Ach ja. Und ach, übrigens, was ist dann TI? Achso, TLOO, The Last of Us. Okay, The Last of Us. Ich habe TI gelesen. Jesus, erleid. Also, heute habe ich es echt. Ich glaube, die Sonne hat mich heute verbrutzelt auf der Arbeit. Ich bin so dumm, um die einfachste Sache zu machen. Ja, The Last of Us, das habe ich mittlerweile auch gecheckt. Sorry, mein Schaden hat noch kein Gehirn davon getragen. Mann, oh Meter. Also heute bin ich etwas neben der Spur, merke ich. Ideale Voraussetzung für diesen wunderschönen Titel heute. Das ein blutiges Ende, Fragezeichen. Ich bin sehr gespannt, ob wir heute tatsächlich zum Ende kommen und wie blutig das Ganze wird. Jetzt, nachdem der gute Viktor tot ist, ob sie eventuell noch so einen Nachfolger gibt, die in die Fußstapfen, nein, das will ich doch gar nicht, die in die Fußstapfen des übereifrigen Viktor treten. Ja, ein Buntstift. Es war ein Wachsstift übrigens. Bei Homer Simpson war es tatsächlich ein Wachsmalstift. Also so viel Simpsons-Nerdismus kann ich noch. Der berüchtigte Kleinhirnmalstift war das. So hieß auch die Episode. Nee, ich habe mal Hirn nicht in die Kühltruhe vergessen. Als das Hirn verteilt wurde, war ich leider pinkeln. Also Entschuldigung. Das ist so ein kleiner Unterschied.
stockt ein bisschen. Nee, tatsächlich, bei mir läuft's wieder, bei mir läuft's echt gut. Nach wie vor kein Buntstift, Kai, das war ein Wachsmalstift, das kannst schon nachgucken. Du kannst gern bei Homer Simpson, du kannst gern bei Google Homer Simpson Wachsmalstift noch gucken. Es war der hellblaue Wachsmalstift, himmelblau. Den hat er sich in die Nase reingeschoben und der war im Kleinhirn festgesteckt. Bei Simpsons Diskussionen verlierst du gegen mich, das ist hundertprozentig. Ach ja. Und ach ja, Syldraka, das würde dich interessieren. Der gute André, hier auch im Stream vertreten, nochmal hi André, hat mich angeregt, dass ich die Total War Warhammer-Reihe eventuell spielen könnte als Let's Play. Also wir haben es auf der Erbe drüber gehabt und es wird mich, glaube ich, freuen, wenn ich die Total War 2 Warhammer-Dinger spiele würde. Als Orks, als Chaos und auch als Echsenmenschen fände ich das sehr interessant. Ich habe jetzt zwar gesehen, dass so die Bedienungskonsole waren. Ja genau, für Sigma! Als ob. Als ob. Ich folge doch keinem Imperium, dessen Imperator Karl Franz heißt. Igitt. Ja, und da lacht er. Und ja, kein Mensch mag Sigmar, das sehe ich genauso. Ah ja, 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 wieder so viele Wege. So viele Entscheidungen, die ich wieder hier treffen kann. Welcher Gentleman wohnt denn eigentlich hier im Keller? Ah, na. Naja, nur die Edelste wahrscheinlich hier. Orks ist best, richtig. Da Boys. Da war Boys. Orks sind geil. Die Orks in Warhammer mag ich total. Die habe ich früher als Tabletop-Armee gehabt. Genauso wie die Echsenmenschen. Echsenmenschen finde ich auch unglaublich cool. Die Slann-Magier-Priester. Sehr, sehr geile Figuren. Die Slann-Magier-Priester sind auch wirklich so konzipiert. Die hocken dann so eigentlich die ganze Zeit da, wenn irgendwas ist. Was ist? Und dann, wotz, ist das halbe Schlachtfeld kaputt. Herrlich. Jetzt weiß ich nicht, soll ich weiterkriechen oder soll ich erstmal zu der Bedienungskonsole? Ich persönlich würde zu tendieren, erstmal das Dingens zu reparieren und dann weiter irgendwo in der Schächte rumzukriechen. Ja, blutig ist es bis jetzt noch nicht, aber das ganze Spiel ist doch relativ blutig. Insofern habe ich doch irgendwie die Erwartung, dass was Garstiges noch kommen möge. Man kann auch als Boris Todbringer oder Balthasar Geld spielen. Ja, ich mag den Namen Balthasar, sonst wird mein Lab-Charakter auch nicht Balthasar heißen. Aber trotzdem, Balthasar Geld. Nee, 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 nee. Dieser oberste Sigma-Priester, das schreckt mich schon immens ab. Aber Boris Todbringer ist an sich schon ein sehr geiler Name. Was haben wir dann hier Schickes? Wer ist dann Boris Todbringer? Ist das der von der Inquisitoren oder der Oberste? Aber sorry, wie gesagt, ich kann mit keinem Imperium leben, wo der A-Führer Karl Franz heißt. Ich meine, Palpatine, klar, Palpatine ist cool, aber Karl Franz, das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Und ich meine, bei der Orks heißt der A-Führer Grimgorg Eisenpelz. Das ist doch ein Name. Und sein Stellvertreter heißt Borgut Kloppmoscher. Das sind Namen. Das sind richtige Namen. Ich glaube, das sind erstmal die Sicherungen, die ich hier reindrehen kann. Okay, die kann ich mal entnehmen anscheinend. Sicherung 20a. 10a. 35a. Kann ich aber immer nur any entnehmen. Wieder zu 10. Ah, okay. 10a war der oben, ne? 20a gehört dann dort hier. Warte mal. Halte mal Gaula. Moment, jetzt bin ich etwas durcheinander. Das ist 20a. Okay, 20a. Das ist 35a. Ich glaube, der war 20a. Ja, der war 20a. Dann gehört er dort hier. 35a. Also, was mache ich denn für einen Scheiß wieder? So, 20a. 20a gehört hier rein. Was mache ich dann für einen Käse? Was mache ich dann hier für einen Mist? Was war dann das für einer? 10a. Habe ich jetzt 20 zu 20 gesteckt? Ne, 35. 20a. Verdammt doch mal, Hilfe! Was mache ich da wieder für einen Käse? 10, 20, 20. Was mache ich dann jetzt wieder? 20 muss durchrein. Nein, ich will das doch durchrein. Verdammt doch mal. So, jetzt ist 20 bei 20. So, dedum. So, das war 10a. 10a gehört dort hier. Das ist auch ein 10a, ja. Da muss der durchrein.
Ja, ich mache mal wieder Schampel ohne Ende. Sorry, sorry. Aber der steckt die so merkwürdig. 35a, und was ist das für eine? 10a. Ich will doch 10a hier reinhaben. Was machst du? Was stimmt nicht mit dir? 20a, nein! Ich gebe mir gerade echt so einen Facepalm und kreische mich gerade selbst mental. Ah, was stimmt nicht mit dir? Verdammt nochmal. Also, nochmal mit Kalkül an die Sache trage hier. Das ist 20a. Irgendwo hinter dir ist die Konsole, wo einer der Sicherungen rein muss. Ach so. Ich habe gedacht, ich muss hier 10 zu 10, also runter, und 20 zu 20 und 35 zu 35. Ja, ich habe gerade versucht, die Dinger zu sortieren. Ich habe es gerade echt probiert, weil in meinem Kopf sind irgendwelche Kobolde am Werk. Oh Mann, 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 Mann. Sorry, wenn ich verplant bin. Heute merke ich echt, die Arbeit nagt an mir. Okay, jetzt. Ja, ziehen wir einfach mal munter an irgendwelche Hebel. Nö. Ja, wie einer der 3 Könige. Aber Balthasar hier ist definitiv auch mein Lab-Charakter. Ich mag den Namen Balthasar einfach. Du bist aber wohl etwas weit hinten dran, wenn du jetzt erst bei der Name Balthasar Erklärung bist. Eieiei, okay. Okay, doch haben wir so die Sicherungen. So, die funktionieren anscheinend alle. Okay, die ist durchgebrannt. Funktioniert die? Nö, die will er nicht. Okay. Dann holen wir noch eine 10a. Ich habe nämlich keine Ahnung, was für eine ich brauche. Sehr schön, funktioniert. Funktioniert. Okay. Okay, die will er immer noch nicht. Dann vielleicht die andere 10. Was ist das? Eine 20er. Jo, komm, wir probieren sie jetzt einfach mal alle aus. Ich bin sehr versuchsorientiert heute. Und? Jonk, das will er auch nicht. Mary hat ein kleines Lamm. 35a, so. Wehe, das funktioniert nicht. Ich habe das Gefühl, ohne mich wärst du nicht mehr aus dem ersten Zimmer. Da war ich auch etwas ausgeruhter, muss ich gestehen. Und wie gesagt, es ist halt Livestream. Ja, also. Hab gerade Essen geholt. Was habe ich verpasst? Du hast verpasst, dass ich versucht habe, Sicherungen zu sortieren, statt sie hier reinzustecken. Hüstel, Hüstel. So. Ja, ich hätte gern deine Assistenz auch beim Essen und bei anderen Tätigkeiten des Lebens. Weil ich das allein sonst nicht kann. Hey, Herr Uff, bei Gronkh ist es bestimmt genauso schlimm gewesen wie bei mir. Gronkh braucht nämlich auch immer ewig. So, und ja, ihr kommt ja trotzdem immer wieder. Okay, jetzt muss ich warten, bis das entsprechend hier die Stufe erreicht hat. Und dann kann ich hier ziehen. Ups. Moment. Das war so. Und dann ab ein bestimmter... Ja, genau. Dann zwitschert hier der Schalter. Und zwitschert, zwitschert. So. Jetzt haben wir es aber. Ich habe Strom gemacht. Sehe ich aus wie die sozialen Dienste. Und Gronkh hat bei Observer erstaunlich wenig versagt. Echt? Das wundert mich. Gronkh braucht ja normalerweise immer etwas länger für so Sachen. Und der steht oft genauso verpeilt auf dem Schlauch wie ich, was ich immer sehr sympathisch finde bei ihm. Das macht Gronkh ja eigentlich auch so sympathisch, dass er so häufig einmal auf dem Schlauch steht. Und dass er einmal so öfters mal der Verpeilo ist. Ich habe aber jetzt das Gefühl, wenn ich hier weitergehe, geht es in der Story weiter. Betreutes Spielen, genau. Ach ja, ich mag euch mal sehr, wenn ihr das Spiel blind spielt. Jetzt würde ich mal ganz gern hier nochmal vorbei. Weil ich war mir ja hier auch nicht mehr so sicher, ob ich hier eventuell runter sollte. Dann gehe ich jetzt nämlich dort nochmal entlang. Guck mal das hier nochmal an. Dass ich irgendwas verpasse. Ich muss weg, nee, keine Angst. Also Bobbes abwische und so, das kann ich noch. Das ist kein Problem. Vor allem mit meinen Gamer-Windeln ist das absolut kein Thema. Was haben wir dann hier noch? Aha. So, so. Ich habe eine Tür geöffnet. Ah, Moment.
natürlich. Das war der Raum, wo wir hier rausgekommen sind, genau, beim Wiki. Von wegen blinkt, hast sogar eine Brille auf. Ach ja, hatte ich im Gulag jemand, der mir beim Spielen geholfen hat? Nein, das hatte ich nicht. Ich hatte nur Salz und Tränen. Ach ja, herrlich, herrlich. Und jetzt gehe ich einfach mal hier in den Gang entlang, nachdem ich jetzt mal hier die der aufgemacht habe. Ich habe hier keine Ahnung mal wieder, wo ich hinzugehen habe. Und ich mag bei der Konsole, um ehrlich zu sein, noch nicht raus. Ich weiß nicht, was hier optional ist und was möglicherweise zur Hauptstory gehört. Insofern, ich weiß es echt nicht. Wenn ihr da einen Tipp parat habt oder eure Meinung preisgeben wollt, was der offizielle Weg ist und was optional sein könnte, immer raus damit. Das sieht so aus wie so ein Tonspielgerät bei Bioshock, wo man dann immer so Tagebuch hört. Nicht weiter, okay. Aber echt wunderschön hier. Also hier wollte ich auch leben, auf jeden Fall. Oh, da geht's wieder etwas tiefer runter. Kommen wir da auch so vorbei, ohne uns der Dates einzuschlagen? Ja, das geht. Aber du mag ich jetzt den alten Danny Boy nicht reinschmeißen, also... Das will ich dem alten Knoche jetzt auch nicht, Arthur. Und nachdem er jetzt schon gegen den Viktor Wolfs-Typ gekämpft hat, warum sortiert man Sicherungen? Weil ich gedacht habe, 10a muss zu 10a, 20a zu 20a und 35a zu 35a. Ich habe da irgendwie, ja wie gesagt, irgendwie die Kobolde in meinem Kopf haben da ein bisschen Chaos wieder angerichtet. Sorry, das ist wahrscheinlich so Zwangsneurose von mir, dass man so Dinger sortieren muss. Aber das sieht alles eigentlich eher noch optionalen Bereich hier aus. Und ja, sie hängt wahrscheinlich ganz schön hinterher. Definitiv. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir da lang. Dann gehen wir da lang. Und dann kann ich wieder hier durchkriechen. Yankee will nur Zeit schinden, um noch eine Folge produzieren zu können. Nee, um ganz ehrlich zu sein, als es in der letzten Episode tatsächlich hieß, wir nähern uns dem Ende, war ich doch etwas enttäuscht, dass es am Ende hier geht. Aber auf der anderen Seite muss ich erst sagen, es hat mir doch sehr viel, es macht mir auch immer noch sehr viel Spaß, Observer zu spielen. Entschuldigung. Weil doch die Grundstimmung in dem Spiel echt sehr cool ist. Also es gefällt mir auf jeden Fall, wie das Spiel hier aufgebaut ist und wie die ganze Welt einfach so für sich wirkt. Die hat so eine Lost Place Ästhetik, muss ich sagen. Und ich bleibe auch sehr gern weiterhin, Anführungszeichen, in der Welt. Es macht schon definitiv Spaß, sich hier umzugucken und hier alles zu erkunden. So wie Gronk, der nur das Let's Play in die Länge ziehen will, bei einem endlosen Minecraft. Ja, das ist wirklich in die Länge gezogen. Achso, du warst geistig abwesend. Okay, entschuldigt, das bin ich. Ach, also, du bist ja nur hier zum Kommentieren und zum Gucken und ich bin hier zum Spielen und bin derjenige, der geistig abwesend ist. Das ist weitaus schlimmer. Du und dein Slender The Arrival. Das werde ich mir noch ewig hören müssen, dass ich Slender The Arrival Let's Played habe. Also sorry, aber ich persönlich fand's cool. Mir persönlich hat Slender The Arrival echt gefallen. Jetzt gieße ich mal noch ein bisschen Wasser ein. Damit die Stimme auch weiterhin geölt bleibt. So. Und man muss halt auch dazu sagen, dass Layers of Fear und Observer Indie-Projekte sind. Es war nicht der letzte Scheißdreck. Es gibt auch tatsächlich eine sehr große Fangemeinde und ich persönlich finde eigentlich auch den Slenderman recht cool. Also ganz im Ernst, ich fand die Welt eigentlich, also ich fand das Spiel echt interessant. Ich weiß nicht, was du immer dagegen wetterst. Also ich fand es persönlich interessant. Mir hat es Spaß gemacht. Und das selber zu spielen ist auch schon recht gruselig gewesen, muss man wirklich sagen. Also ich finde, da hat sehr vieles gestimmt. Es hat halt nur etwas billig gewirkt und die Charaktere waren halt etwas flach. Was war das jetzt wieder? Ja, uff. Und Slendy will nur kuscheln, genau. Ja, grottenolm hässlich ist unseren Viktor Werwolf-Mörder. Ach, der ist ach so unwahrscheinlich hässlich. Das hat ach in seiner Personalakte stehen müssen. Okay, hier haben wir nix.
In seiner Personalakte steht aber bestimmt 8 drin: faul, dämlich, unterbelichtet, unwahrscheinlich, hässlich. Ach ja. Da kann jeder stolz auf sich sein, der sowas in seiner Liste steht. Hat vor allem jemand, der in einem AKW arbeitet, ne? Zack. Vor allem, wenn das 714 Typen sind, die so einen Eintrag kennen. Okay. Ja, parasitäre Nebenexistenz, aber es war doch jemand, der hier ordentlich Unheil gestiftet hat. Und mit den Modifizierungen, den der Typ dran gehabt hat, war der tatsächlich eine tierische Gefahr, muss man sagen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. So, okay, jetzt gehen wir zu Terren Nazorovani. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du lauert ein Jumpscare dahinter. Ja, noch nicht. Noch nicht. Warten wir mal ab. Was hat gespeichert? Moment. Warum speichert das hier? Da war ich doch schon. Das ist doch der Raum im Victor. Da bin ich anscheinend im Kreis gegangen. Wo wir es jetzt schon die ganze Zeit von ihm gehabt haben, da ist er nochmal hier. Wir haben uns am Anfang nochmal richtig gut angeguckt. Also sorry, also in dem sei Personalakte gehört definitiv unwahrscheinlich hässlich. Ach ja. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelatscht. So. Eva hat es wieder ein bisschen Fischauge-Perspektive gemacht. Jetzt bin ich hier durchgelatscht. Hab hier alles entfernt, nur damit ich hier wieder rauskomme. Das ist schon etwas skurril. Ah, ich wieder unterwegs finde. Ich unterwegs finde mit meiner Orientierung. Das wird nix. Das wird nix, das kann ich gleich sagen. Dann müssen wir wohl dort hier. Muss ich mich wohl wieder etwas gründlicher umgucken. Und ja, aber wie du gesagt hast, Kai, die Welt hier ist definitiv Giga. Die gefällt mir extrem gut. Da muss ich wohl doch in das Loch runterspringen, glaube ich. Was ich im Danny Boy eigentlich nicht antun wollte bei seinem Alter, aber okay. Wenn es dann heißt, Danny Boy, spring in die Grube. Musste ich früher nicht in die Grube springen im Gulag. Okay. Na gut, dann muss es halt so sein. Dann ist das wohl der richtige Weg hier. Oder wie andere Leute sagen würden, das ist halt das. Dann nehme ich jetzt erst nochmal mein Synchro sein. Ja, yeah, voll in die Venen. Zack. Geiler Scheiß. Das brauche ich auch in richtige Leber. Okay, hier unten sieht es auch sehr häuslich aus. Es würde mich echt nicht wundern, wenn sogar hier noch Wohnungen wären. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh Mann. Ich bin ja mal gespannt, was mit seinem Sohn ist, mit dem Adam. Ob man den noch mal sehen. Und interessanterweise mit Adam verbinde ich jetzt in letzter Zeit immer diese krebsartige Substanz aus BioShock. Aber mein verstorbener Opa, der 2013 verstorben ist, mütterlicherseits, der hieß auch Adam. Und mit dem Namen verbinde ich eigentlich immer nur was Positives. Und das dann in Verbindung mit diesem Krebsgeschwürzeug, das finde ich schon etwas bitter, um ehrlich zu sein. Also so für mich persönlich ist es doch etwas bitter, mit so einem positiven Namen dann sowas Ekelhaftes dann wieder in Verbindung zu setzen. Ach ja. Und hier heißt du dann der Sohn vom Daniel Lazarski, heißt ja auch Adam. Oder Adam Lazarski. So. Gehen wir mal weiter. Aber ihr kennt es doch bestimmt auch, wenn man bei Spielen wieder irgendwas mit irgendetwas vergesellschaftet. Das bleibt ja nicht aus, wenn man irgendeinen Namen hört. Hat man immer irgendeine Assoziation dazu am Laufen. Bin ich mal gespannt, was hier in dem Backsteintunnel ist. Ja, ADAM. Klar, natürlich wird es eine Abkürzung sein. Aber trotzdem. Immer wieder in... Warum vibriert mein Controller? Hör auf. Warum vibriert mein Controller passend zu dem Fussellicht? Hör auf zu fusseln. Ich hasse Fussellicht. Das ist eher eine interessante Namensgebung. Keine Götter, aber dann das Lebenselixier der Stadt Adam und Eve nennen. Ja, richtig, richtig. Schon interessant. Aber kennt ihr das in solche Horrorfilme und Horrorspiele? Wenn dann dieses Licht so flackert, dieses Fussellicht, ich hasse das. Egal in was für einem Horror das ist, ich hasse dieses Fussellicht. Ich finde es persönlich ganz, ganz schrecklich, sowas. Okay, da hat auch jemand richtig gut gesichert. Also ob das ohne Arbeitssicherung noch durchgeht, ich weiß ja nicht so recht. Vor allem, dass hier auch überall die Kabel verlaufen. Fallprotokoll aktualisiert, gucken wir uns gleich mal an.
Ich habe Victors Versteck gefunden. Was auch immer er aus Adams Wohnung entfernt hat, wird er wohl hier gelagert haben. Habe ich noch nicht gar nicht gesehen, Sil. Stimmt. Ja, man lernt immer was dazu, Kai, ne? Aber es geht mir auch immer so. Also man lernt auf jeden Fall immer was dazu, wenn man mit anderen Leuten drüber mal diskutiert und schwätzt. Gefällt mir immer sehr gut sowas. Oh, 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 wow, 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 wow. Da hat sich aber einer gemütlich gemacht hier. Lecco mio, da hat einer hat sich anscheinend nach einer so Hinkelnei gezwirbelt, beziehungsweise vielleicht, naja, Hühner werden wahrscheinlich hier selten sein. Ich denke mal eher, da hat sich einer ein paar Tauberei gezwitschert. Und, naja, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, in so einer Welt, dass die Leute auch in so ekelhafte Unerschlüpfe hausen. Ja, diese Gesichtsmaske, die hatten wir auf je... Ach, Modor. Modor! Gesichtsmaske. Sag jetzt nicht, dass unseren Victor eigentlich nur Maske getragen hat. Das ist natürlich viel geiler. Da hat wohl jemand aufgrund von Wikinger-Brillenhelm irgendwas außenrum noch gebastelt. Das sieht ja schon geil aus. Da hat aber jemand fleißig gebastelt. Interessant. Was haben wir hier noch? Ah ja. Splicer kommen doch nur in Rapture vor. Daniel, falsche Welt. Was ist dann dahinter noch? Okay, ein paar Skelette. Ein paar Taubenskelette oder was? Scheiße, was für ein kranker Typ. Den schlag ich tot. Ach nee, der ist ja schon tot. Was haben wir dann hier noch Schickes? Ein Laptop. PC. Natürlich von Chiron. Nicht lizenzierte Software entdeckt. Ich frage mich, was auf dieser eklige Welt eigentlich noch lizenziert ist an Software. Weil überall, wo wir reingehen, ist nicht lizenziert. Sehr schön, du ist endlich wieder mit Feuer und Schwert. Okay, Level 8 ist dann hier. Sehr schön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Im anatomischen Verbund. Natürlich, selbstverständlich im anatomischen Verbund. Sogar die distalen Fingerglieder sind noch erhalten. Okay, was haben wir dann hier? Lebensmittelliste. Hey, ich hab's geschafft, einen neuen Kunden an Land zu ziehen. Der Typ interessiert sich für Vorkriegssendetechnik und hat die Kohle dafür zu zahlen. Muss nicht neu sein, aber muss funktionieren. Hier eine Liste, was er will. Eine B8X-Antenne, eine MNEMO-Synth-Receiver mit doppelter Befestigung, der große gewerbliche, nicht das Verbrauchermodell, eine VGX 4 Dechiffrierchip, Vitalia IFP-Fusionsakkus, so viele du findest. Ich zähle auf dich, Kumpel, vermassel das nicht, Rob. Dann, Antwort, letzter Batch. Victor, die Teile, die du mir letzte Woche geschickt hast, waren total unbrauchbar. Ich konnte die Antenne benutzen, aber der Empfänger war hinüber und der Rest war total verrostet. Wo hast du dieses Zeug überhaupt her? Hast du das aus dem Müll geholt? Natürlich bezahlt mein Kunde nichts für diesen Mist. Ich musste ihm Rabatt auf meine besten Sachen geben, damit wir im Geschäft bleiben. Du stehst auf ganz dünnem Eis, mein haariger Kumpel. Noch so ein Stunt und du kannst dir einen neuen Dealer suchen. Rob. Victor, diese seltsame Scharade muss aufhören. Sofort. Mama und Papa fürchten sich, und ich kann es ihnen nicht verübeln. Diese ganze Gensplicing-Besessenheit ist eine Sache, aber die Pakete, die du ihnen geschickt hast, was auch immer du glaubst, dass wir dir angetan haben, das ist einfach grausam. Vic, du bist mein Bruder und ich liebe dich, auch wenn dir noch ein Bein und ein paar Hörner wachsen lässt, aber lass Mama und Papa da raus. Wenn du willst, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist, red mit ihnen, erklär's ihnen. Ich weiß, du bist nicht wahnsinnig, also melde dich bei deiner Familie, wir sind nicht deine Feinde. Ich hoffe, wir hören bald von dir. Anka. Und dann? Noch ein Schluck Wasser. Antwort gefallen. Hey Kumpel, ich habe eine Nachricht erhalten. Sie hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Die letzten Monate waren ziemlich schwierig. Eliza hat ihre Stelle wieder verloren und ist schwanger, also arbeite ich Doppelschichten, um etwas Geld zu sparen. Wir wollen das Kleine splicen lassen, sobald es da ist. Anders sagt, tut mir leid, aber so viel Geld habe ich momentan nicht. Nicht, dass ich dir traue. Nicht traue. Ich weiß, ich würde es zurückbekommen. Aber ich kann dir dieses Mal nicht helfen. Ich hoffe, du findest eine Lösung. Halt durch, Matt. PS, sind deine Eltern nicht reich oder sowas? Ich habe gehört, sie sind in einen B-Bezirk gezogen. Kannst du sie nicht um einen Kredit bitten? Antwort, ich hol dich mir. Okay.
Sehr geehrter Herr, wir bei Ballard Genetics und Augmentations sind zutiefst betroffen, dass Sie mit den Ergebnissen Ihrer Gensplicing-Therapie nicht zufrieden sind. BG&A arbeitet nur mit den besten Experten in ihrem Gebiet und verwendet modernste Geräte, um die Anforderungen all unserer Patienten zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Patienten sehr hohe Erwartungen haben, selbst wenn diese objektiv betrachtet unrealistisch sind. Ja, dass das Kind direkt gespliced wird, ist schon ziemlich heftig. Wenn wir keine exakten Details über ihre Behandlung bieten können, möchten wir Sie daran erinnern, dass unsere Experten in Fällen, die den Einsatz von genetischem Material von ausgestorbenen Arten, in diesem Fall Canis lupus, also Wolf, erfordern, einzigartige Stämme aus unserer Genbibliothek zusammenstellen. Leider können wir Ihnen keine Liste der Spenderarten zur Verfügung stellen oder verneinen, dass eine bestimmte Art bei dem Prozess verwendet wurde. Wir möchten Sie weiterhin daran erinnern, dass die vorgenannten Tatsachen klar im vorprozessualen Vertrag erläutert sind. Zum Schluss müssen wir Sie darüber informieren, dass die böswilligen DNA-Manipulation eine sehr schwerwiegende Anschuldigung ist, die nicht leichtfertig gemacht werden sollte, es sei denn, es liegen eindeutige Beweise für die Anschuldigung vor. Unbegründete Bezichtigungen gegen BG&A, sei es öffentlich oder in weiterer Korrespondenz, werden als Verleumdung betrachtet und mit entsprechenden Rechtsmitteln begegnet. Mit freundlichen Grüßen, BG&A Patientenunterstützung. Okay, da haben wir hier noch John Sebastian Ballard. Die natürliche Alternative. Wir sprechen mit John Sebastian Ballard, CEO und von Ballard Genetics und Augmentations, über die Zukunft individueller Modifizierung und der Furcht vor Veränderungen. Tom Tubal. Herr Ballard. John Sebastian Ballard, bitte, nennen Sie mich John. John, stellen wir uns folgende hypothetische Situation vor. Ihr Sohn feiert seinen 18. Geburtstag. Er sagt zu Ihnen: Papa, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich gehe zu BG&A und lass mir Tentakel im Gesicht einsetzen. Warum sollte der das machen? Pfui Teufel. Wenn er sich die Behandlung leisten kann, dann gehe ich davon aus, dass er ein sehr intelligenter junger Mann ist. Also höre ich ihm gerne zu und versuche seine Entscheidung zu verstehen. Sie weichen der Frage aus. Ich zeige nur auf, wie unfair es ist. Es ist immer leicht zu fragen, und wenn es Ihr Kind wäre, aber in Wahrheit führen wir diese Unterhaltung schon seit Jahrhunderten. Als die Kybernetik-Revolution begann, haben die Leute behauptet, das wäre der Untergang, wir wären zu weit gegangen. Vor 100 Jahren wurden Transgender-Leute als Außenseiter und Freaks hingestellt, was glücklicherweise heute absurd wäre. Es gibt immer Leute, die Angst vor Veränderung haben. Aber was, wenn die Volksverhetzer, danke dafür nebenbei, irgendwann recht haben? Gibt es eine Grenze? Liegt sie beim Gensplicing? Ein sehr weiser Mann hat einmal gesagt, dass man die Angst vor der Genforschung mit den alten Chinesen vergleichen kann, die Angst davor hatten, Drachen steigen zu lassen, dass sie irgendwann zu Flugzeugabstürzen führen würden. Dieser Satz ist heute für mich wahrer denn je. In puncto Gengestaltung stehen wir erst am Anfang. Und derzeit ist es der allerletzte Schrei. Wir sehen Teenager, die ihr Leben riskieren, um unumkehrbare Veränderungen an sich vornehmen zu lassen. Nicht bei BG&A, wir behandeln nur Erwachsene, die der Behandlung zustimmen. Das ist ja mal gut und schön, aber die Technologie existiert, oder? Die Katze ist aus dem Sack. Mal ehrlich, Tom, muss ich wirklich das Argument Pistolen töten keine Menschen bringen? Ich frage mich nur, ob Sie es in Ordnung finden, dass es als modisches Statement benutzt werden sollte. Aber bitte doch, Sie haben selbst gesagt, die Behandlung ist unumkehrbar und beinhaltet gewisse, wenn auch geringe Risiken. Glauben Sie wirklich, dass jemand eine solche lebensverändernde Entscheidung aus einer Laune heraus trifft? Sie bezeichnen es immer als Behandlung. Warum? Weil es genau das ist. Aber nicht im eigentlichen Sinne. Ich meine, es geht nicht um die Behandlung einer Krankheit. Natürlich tut es das. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich Ihnen das erklären muss, Tom. Wenn Sie von einer Krankheit sprechen, meinen Sie damit eindeutig nur körperliches Leiden. Ich möchte Sie nicht kränken, aber diese Ansicht ist doch recht mittelalterlich. Sie sagen also, die Verwandlung in eine genetische Mischform ist eine Art der Psychotherapie? Ich sage, dass man nichts verwerfen sollte, dass jemand dabei hilft, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Wir sollen also alle hellauf begeistert sein. Gibt es keinen Platz für eine gesunde Skepsis? Ich finde Skepsis selten gesund. Ja, das ist schon mal so ein tolles Statement, ne? Ich finde Skepsis selten gesund. Na, großartig. Meistens ist sie nur eine Zuflucht für Vorurteile und Engstirnigkeit. Ich bitte nur darum, nicht das schlecht zu machen, was wir nicht verstehen.
Betrachten Sie sich selbst als Prophet der Veränderung? Ho, 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 ho. Ich betrachte mich selbst als müde. Es war eine lange Woche. In dem Fall sollten Sie sich ausruhen. Danke für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ach du Scheiße. Und jetzt haben wir hier noch wunderschöne Bilder, also bei dem Gensplicing. Ihm ist wohl jede Menge Fell gewachsen auf dem Rücken. Seine Arme wurden auch nochmal verändert und modifiziert. Das sind seine Fußprothese. Scheiße. Ja, auch wie bei so einem Wolf mit diesem vorgeknickten. Ja, krasser Scheiß. Das muss höllisch wehgetan haben, glaube ich. Oh, und das noch viel mehr, vor allem, weil das aussieht, als hätten sie ihm die Lippe entfernt. Oh, Mann. Ich meine, der war ja vorher eigentlich recht normal, aber diese Veränderung, Alter, ist das übel. Ey, wenn ich mir Flügel wachsen lassen könnte, wäre ich sowas von dabei. Echt, ich fände das schon beim Fahrstuhl schlimm. Du gehst in eine Fahrstuhltür ein und wenn du dein Flügel nicht rechtzeitig einklappst, dann reißt dir das ganze Ding raus. Also das fände ich etwas lästig. Jetzt machen wir wieder mit Feuer und Schwert. Spinnen. So, diese verdammten Spinnen wieder. Und jetzt heißt es, die Königinnen lieben ihren Schatz. Okay, wo fange ich denn überhaupt an? Okay, so fange ich an. Die Königinnen fressen noch die anderen, ne? Zack, so können wir die auf jeden Fall erlegen. Okay, so erlegt die mich. Noch einmal. Gerade mal gucken. Ich glaube, du kannst nicht so entlang, ne? Oh, scheiße. Noch einmal. Probieren wir es. Oh, nö, 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 Moment. So. Wenn ich fliegen kann, brauche ich keine Fahrstühle mehr. Na, wer weiß. Es gibt ja nicht überall so Aussichtsplattformen, auf denen man landen kann. Insofern, so sicher wäre ich mir doch nicht. So, 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 so. Jetzt habe ich die nämlich auf der Backe. Okay. Dasselbe Spiel probieren wir jetzt hier. Nee, da habe ich jetzt das Schwert verschwendet, effektiv. Moment. Außerdem, wie geil wäre das denn beim Lab? Du kannst, was du darstellen kannst. Richtig. Ja, das wäre schon wieder witzig. Das wäre eigentlich schon fast wieder witzig. Du hast recht. So, jetzt gehen wir nochmal dort hier. Okay. Oh, leck. Oh, leck. Aber ich glaube, ich habe Vorstellungen, wie ich das hier krieg. Da muss ich zuerst dort hier. Zu dem Schatz. Zu dem Schwert. Und die Ecke ist dann abgefrühstückt. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen vorsorgen. Kann die Spinne schon dort, die Spinnekönigin dorthin schon rauslocken. Dann kann ich hier welche von der ersten schon abmurksen, denke ich. So. Okay, so habe ich die Mist, so habe ich die Spinnekönigin. Probieren wir nochmal. Also ich muss auf jeden Fall mit beiden Schwerter arbeiten. So viel ist sicher. Und eine Königin muss ich erlegen. So viel ist auch klar. Aber da muss ich irgendwie im Kreis laufen. Dass ich das kriege. Da muss ich dann so hier, damit die abgelenkt ist. Genau. Dann ist jetzt nur die Frage, wie mache ich das hier? Kann ich das... So, die kann ich so erlegen. Dann muss ich wohl mit der Königin irgendwie arbeiten. Und die eventuell noch erlegen. Die macht die Spinne platt. Dann ist die wieder so. Okay. Gut, da habe ich die Spinnekönigin niedergemacht. Dann muss ich jetzt wohl hier kommen, ne? Nee, jetzt habe ich dann das Vieh auf der Backe und dann komme ich nämlich dort dran. Das ist gefährlich. Okay, noch einmal. Eieieiei. Sorry, das wird jetzt wahrscheinlich wieder etwas dauern, bis ich da wieder die Lösung habe. Jetzt fehlt mir definitiv Scorpion, muss ich sagen. Der war doch immer sehr engagiert, oder der ist doch immer sehr engagiert, mir weiterzuhelfen bei dem Dingens. Ist schon nicht so einfach für mich. Okay, jetzt muss ich gucken. Also die Königin muss ich auf jeden Fall erlegen. Dann kann ich nämlich so wieder hier. Dann kann ich da mit dem zweiten Schwert arbeiten. Und dann müssen wir mal gucken, was die Königin hier verschlingt. Und so.
Jetzt gucken wir mal, dass ich die eventuell hier hochgelockt krieg. Nee, okay. Probieren wir es nochmal so, so. Okay, gut. Jetzt habe ich nur noch die Spinne auf der Backe. Und das ist halb so wild. Okay, gecheckt. So, perfekt. Das hat sogar mal ohne Hilfe geklappt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, jetzt fehlen nur noch 2 Levels. Hui. Gut, dann hätten wir auch alles hier erledigt auf dem PC. Und jetzt fehlen nur noch 2 Levels bei dem Spinnegedöns. Das war jetzt gar nicht mehr so schwierig. Okay, scheint doch noch ein bisschen mehr als mein Silversinn heute zusammen zu haben. Das ist gut. Rekorder. Hören wir uns nochmal an, was es dort zu Spiele gibt. Wunderschöne Stimme hat er. Ja, Möpse. Alter. Ach du Scheiße. Also wunderschöne Stimme hat er gehabt, der Victor, bei seiner Transfusion. The Wolfman Revenge. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Werewolf of Doom. Splicers Unite. Splicers. Haven't we invented enough ways to screw ourselves up? Long live the new Flash. Am 15. Dezember gibt's in einer Bar einen Treffer. Ach du Scheiße. Das sind bestimmt lauter reizende Geseller. Was ist das? So ein bisschen Taubensnack. Geiler Scheiß. Bestimmt köstlich ohne Ende. Tiergewebe. Fäulnisbakterien entdeckt. Ja, das wundert mich nicht. Mit denen kann ich mich glücklicherweise auch nicht synchronisieren. Ich weiß auch nicht, aber dieses Bild schockiert und verstört mich irgendwie. Uah. Das verstört mich doch etwas. Primas Polski. An evil as old as hell. Unholy Wolfman. Wildschnack. Ich sehe nur nackte Frauen mit halb offenem Gebiss. Lachs. Ach, mach Sache. Du könnt jetzt der Kopf von dem ersten Opfer drin sein aus dem Adam seiner Wohnung. Gronk meinte zu der Taube, sieht aus, als hätte jemand Mett reingestopft. Achtung, jetzt ist wahrscheinlich der Kopf vom Adam drin oder drunter oder sowas. Unter der spitze Decke von Oma. Ja, der Kommentar ist echt lustig. Oh. Oh ja. So wie ich mir's gedacht habe. Der Kopf von Adam ist drunter. Oh oh. Vom Victor geschmaust worden und dann hier runtergebrocht, oder was? Was geht denn jetzt ab? He dead? Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place called Sanctuary. Okay. Adam? Adam? Just try to call me back. God damn it. Fallprotokoll aktualisiert. Option. Starte Neuralvernehmung. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Die Stimme, die vorgab, Adam zu sein, hat mich davor gewarnt, mich mit dem Kopf zu verbinden. Aber kann ich mir das leisten? Finde das Sanctuary. Die Person, die beteuert, Adam zu sein, erwähnte einen Ort namens Sanctuary. Falls die Möglichkeit besteht, dass er dort ist, muss ich den Ort finden. Versuch Erste Hilfe. Genau, ich gehe zum Kopf. Lebe! Duff, 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 Lebe! Duff, duff, duff. Das macht bestimmt sehr viel Sinn.
Kann ich mich mit dem synchronisieren? Gucken wir doch mal, was der Chip dazu sagt. Verstorben. Adam Lazarski. Das ist eine Bürgerklasse A. Verbinde dich mit dem Kopf. Ja, das hatte ich auch vor, mich mit dem Kopf tatsächlich zu verbinden. Das wird wahrscheinlich so richtig krankes sein. Vor 254 Minuten schon gestorben. Das wird jetzt unser härtester Fall, glaube ich. Ich glaube, das tut ein Danny Boy nicht besonders gut, sich hier die ganze Zeit mit Tote zu synchronisieren und sich dort deren Gedankerei zu zwirbeln. Aber guckt euch das mal an. Wenn ich nur genug trage, sehe ich, dass da nichts drin ist. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Hohlkopf. Der hat nichts in der Birne drin. Da ist nichts durchanimiert. Also, ich kann definitiv aussagen, Adam ist ein Hohlkopf. Meine Fresse, geht, guckt euch das mal an. Da ohne rechts sieht jetzt bei dem zum Verbinden Dreieck drücke, sieht man das Auge. Anna. Also sorry, wenn man sieht auch noch den Stick hier, der durch den Kopf durchgezogen wurde. Würg. Und haben wir hier unten am Hals noch irgendwas? Ah, da hinten ist er abgerobbt. Okay. Na gut. Sorry, ich musste das jetzt einfach mal mir genau angucken, bevor ich mich mit ihm synchronisiere. Aber wir machen das. Also Mund-zu-Mund-Wiederbelebung, ja. Das bringt bestimmt sehr viel, wenn das einfach dann so durch die Halsöffnung durchzischt. Ja, diese Synchronisation verspricht Spaß und Freude für die ganze Familie. Vor allem für die Familie Lazarski. Scheiße. Jetzt habe ich mich mit einem 254 Minuten vor 254 Minuten verstorbener Tote synchronisiert. Oh, jetzt habe ich endlich ein Spiegelbild. Geil. Endlich mal Spiegelbild. Und auch unseren mechanisierten Arm uns mal angucken können. Sieht aus, als wäre es in einem Fahrstuhl, ne? Okay, cool. Ansonsten... ja, normal. Aber cool, dass unser Danny Boy jetzt mal endlich ein Spiegelbild hat. Okay, der guckt immer so in die Luft. Und wenn ansonsten... so guckt er noch runter. Okay, cool. Ich mag sowas, wenn man Spiegelbilder sieht. Und hier drinnen sieht's dann gerade so besonders einladend aus. Ach ja. Zum Start des Sicherheitsscans drücken. Ups. Zugriff gestattet. Adam Lazarski, leitender was? Leitender Forschungsbeauftragter. Okay. Ja. Und wir kommen auf Chiron. Cool, wer hat's gedacht? Oh, hoppla. Hier wurde es gerade etwas violett. Okay, warum auch immer. Und überall diese widerwärtige Taube, jetzt mal ohne Scheiß. Oh je. Ups. Ich bin zurück. Ich hab was anderes überlegt. Ach du Scheiße. Ey, wehe die Viecher kacken. Ich sag's euch. Wehe, das ist schlimmer als am Trafalgar Square in London. Wehe, die Viecher kacken mich jetzt an. Ah, Mann. Renn, Danny. Renn, Danny Boy. Auf ins Hauptquartier von Nintendo GameCube. Zack. Und... okay, hier ploppen auf einmal Bildschirme auf. Ah, nicht schlecht, warum nicht? Wir könnten immer noch zurück, aber ich will irgendwie nicht zu dieser fliegenden Kackplage oder hier. Ich meine, Taube kacken weiß. Warum kacken die weiß? Die essen doch nichts Weißes. Das ist gruselig. Okay, Chiron Hauptdatenspeicher. Da kann ich jetzt drauf zugreifen. Ich könnte es aber auch sein lassen und mich einfach wieder desynchronisiere. Ah, ich mag nicht. Okay, dann hacken, graben. Hack dich doch mal rein, Danny Boy. Scheiße. Das kann er nicht. Hilfe! 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 Ups! Hilfe! Nach wie vor Hilfe! Scheiße. Okay. Oh, sorry, mich hat was im Arsch gejuckt.
Jetzt sind wir in einer... Ja, jetzt sind wir in meinem Zimmer angelangt. So sieht es hier bei mir auch aus. Vor allem hier mit dem Putz und so. Reizend. Ja, ich esse auch nichts Braunes. Das sagst du. Heute habe ich Brownie Sauce gegessen. Heute habe ich zu meinem Ragout, was ich gegessen habe, Brownie Sauce gegessen. Huch. Oh, spielen wir das lustige Danny-Spiel in 8-Bit. Alter, die Musik. In dieser Feuer- und Schwert-Spinnenmucker. Willkommen in Adams Erinnerungsschutzsystem. Du siehst das, weil die Dinge sehen, weil du Dinge sehen willst, von denen ich nicht will, dass du sie siehst. Halt dich fest und genieße deine letzte Fahrt. Ach du Scheiße. Bereit? Ruhig. Sterben. Psycho. Oh, jetzt, hier ist wieder der Yankee mit der ersten Folge Let's Play Minecraft auf Pelzig. Was ist denn das jetzt? Münze einwerfen am Arsch. Ach du Scheiße. Psycho. Scheiß doch die Wand ab. Pass auf deinen Kopf auf. Ach du Scheiße. Okay. Oh, wir werden getetrist. Okay. Oh, okay, wir werden getetrist. Okay, das zerschlägt einfach nur neben uns. Das heißt, wir müssen dann irgendwie hochklettern oder so. Renn, Danny Boy. Oh, lecco mio. Zack. Oh, fuck. Boah, Anna Hammer abkriegt. Nein! Ach du Scheiße, jetzt kommt das nächste Spiel. Ach du Scheiße. Ah, okay. Sowas. Eine Gasleitung öffnen. Ein Kreissägenblatt. Laserstrahler, Morgenstern. Oh, fuck! Das war etwas zu arg für mich. Jetzt sind wir in einem Dungeon. Ach du Scheiße. Aber ach, irgendwie sehr geil mit dieser Retro-Grafik und so. Meine Fresse. Also es gefällt mir schon irgendwie. 100% habe ich gerade noch. Ne, da geht's nicht weiter. Da ist irgendein Vieh und in der Ecke. Weitergehe. Okay. Da geht's runter. Weiter. Das ist doch etwas... Oh. Ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Es ist doch irgendwie sehr cool, dieses Retro-Zeug. Adam war wohl ein Nerd. Ja, allerdings war er das. Würde mich interessieren, wieso Dinge eigentlich 2084 wieder aufkommen. Ups, da kommt der Endgegner wieder. Okay, das bringt wohl einen Scheißdreck gerade. Das heißt wohl jetzt einfach nur fliehe vom Endgegner. Okay. Scheiße. Da ist er wieder. Meine Fresse, das war der Typ, den wir in der anderen Synchronisation gesehen haben. Von dem wir fliehen mussten. Okay, der ist jetzt gerade Macho-Pumper. Der ist erstaubsaugert worden. Ah ne, mit dem Auto überfahren. Okay. Okay. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu viel für ihn, ne? Scheiße. Also das ist schon heftig gerade. Ich glaube, der ist auch kurz vorm Krepiere gerade und so ein alter, armer Danny Boy sich noch das Synchro-Scene Pfeifer. Also das ist jetzt alles automatisch, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Oh Mann, 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 Mann. Oh.
Ja, was lernt man da draus? In einem Kopf von einem Nerd sieht's schon ziemlich heftig aus. Und das macht einem fertig. Ich glaube, ihr würdet bei mir ach niemals in der Schädel reingucken wollen. Okay. Trophäe erhalten in Silber. Es ist eine Falle. It's a trap. Okay, dann... Ich glaube, ich brauche nochmal so Ladungssynchrosin, ne? Ja, okay. Der Kopf ist jetzt... Ah, da ist er. Da ist er, der Schädel. Da liegt er, der Hohlkopf. So. Okay, das war definitiv ein Faller. Jetzt ist halt nur die Frage, wie komme ich hier weiter? Da geht's zwar nicht weiter. Und ein Weg wird sich jetzt an und auf magische Art und Weise aufgetan haben, ne? Jetzt gucken wir mal. Finde das Sanctuary. Ja, im Sanctuary wartet natürlich Negan auf uns. Das ist ja völlig klar. Ach ja. Ich mag Negan. In den Comics noch wesentlich mehr als in der Serie. Der Comic Negan ist einfach cool. Ah, hier kommen wir jetzt raus. Okay. Ja, schön an der Taubenfalle vorbei, wo der Typ sich dann immer sei crunchy Nahrung besorgt hat. Und dann do über Sündenloch weiter raus. So, wo landet man dann hier? Weiter im Keller. Weiter in der Kanalisation. Jetzt bin ich auch echt mal gespannt, ob dieses Sanctuary wahrscheinlich auch irgend so Drecksloch wie das hier sein wird. Was wir bisher so gesehen haben, hier ist nix schön. In der Welt ist echt nix schön. Alles nur dreckig und widerlich. Und es wird mich interessieren, singt das Lied, welches Lied? Und es wird mich interessieren, wie es eigentlich in A-Klasse Häuser aussieht. Weil das, was wir hier haben, das sind ja die letzten Dreckslöcher. Das ist ja wirklich für die C-Klasse Bevölkerung. Aber die B- und A-Klasse wird mich doch sehr interessieren, ob du wirklich alles immer nur ranzig und eklig ist oder ob es in der Welt auch noch was Schönes gibt. Der gehört auf jeden Fall nicht dazu. Sünder kommen ins Sündenloch, Sündenloch, Sündenloch. Ja, bei Outlast 2 war das der Brüller. Hör auf, diese Geräusche. Alter, diese Geräusche, hör auf. Hier ist nix schön. Willkommen beim FSJ. Deswegen heißt es auch freiwilliges Sklavenjahr, ne? Ach ja. Oh Mann. Oh Mann, 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 Mann. Jetzt höre ich auch wieder Wolfsgeknurre. Der Viktor ist tot. Der darf nicht wieder kommen. Hast du das Pixelgeräusch gehört? Was ist das? Pixelgeräusch, was ist denn das? Warte mal. Ich mag mal gerade nochmal umdrehen. Und mag auf der anderen Seite nochmal durchgehen. Dass ich da irgendwas verschnarcht habe. Was ist denn ein Pixelgeräusch? Das macht sehr viele Pixelgeräusche gerade so. So Geräusche halt, ne? Die Geräusche, die man so macht, wenn man morgens aufsteht um 5 Uhr. Okay, dann hier durch. Da war es gerade wieder. Das hier oder was? Herr Uff, irgendwas schwabbelt hinter mir her. Verdammte Scheiße, jetzt dieses paranoide Gefühl hier. Doodle du. Ich hasse Jumpscares. Bitte lass kein Jumpscare kommen. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ja, morgen um 4:45 Uhr bin ich auch pixelig. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich ja definitiv. Zu so einer Zeit wäre ich alles andere als fit. Das Geräusch, was das Monster macht. Ach so, okay. Ja, Herr Uff! Dreckiger Freak! Mistding! Mist! Alter! Bin ich jetzt gerade wieder ordentlich erschrocken. Ich glaube, es geht tatsächlich so am Ende zu wieder. Und, dann wird unser Danny Boy auch immer paranoider, weil er sich die ganze Zeit die Gedanken von irgendwelcher Totenei petzt, die dann auch noch Hackerfalle einbauen in ihr kaputte Köpf. Was steht mich an Wunder, wenn der Danny Boy irgendwie, der Adam irgendeinen anderen Weg
finden wird hier. Dreckiger Monsterino, genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Scheiß Freak. Okay. Liegt hier noch irgendwas Spannendes im Müll? Nö. Nichts außer der übliche Dreck. Was haben wir dann hier noch? Das sieht aus, als würde es hier weitergehen. Dann mag ich doch erstmal dem offiziellen Weg folgen und nicht der Rohrer. Moment. Moment mal. Halte mal Gaul an. Ist hier im Müll was? Ja, na toll. Man findet doch immer hier in so einem Haufen Gülle irgendwas Tolles. Zum Beispiel hier der Gnüdjner Grüschlet. Keine Ahnung, wie der Typ hieß. Da unten leben bestimmt Skaven, ja. Die ganzen Seuchenpriester, die Pestpriester, die Pestmönche, die leben bestimmt hier. Und haben hier the Day of their life. Also wenn irgend so ein Freak kommt, der sich hier als Skaven gespliced hat, würde mich nicht mal wundern. Oh, keine Wolfsgeräusche. Ich will den eklige Victor Freak nicht haben. Der war doch gerade kaputt, bitte. Der muss jetzt nicht nochmal kommen. Danny Boy, hör auf, dir Tote neid zu zwirbeln. Dann hörst du an nicht irgendwelche Phantomgeräusche, die nicht da sind. Und auch keine Adam-Monster. Mann. Crankten Shit. Es wäre vielleicht auch besser, wenn ich wieder draußen an der frische Luft wäre. Und mein Verlangen in die zu Rache steigt von Sekunde zu Sekunde. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh Mann. Wenn ich jetzt wieder... kann ich von hier aus wieder in den Keller gehen? Oder von hier aus vielleicht direkt raus aus diesem stinkigen, rotzigen Dreckswohnhaus? Mann. Aber es wundert mich, dass dieser Victor als A-Klasse-Bürger freiwillig das Leben in so einem Drecksnest gewählt hat, in so einem C-Klasse-Haus, wo er sich dann Taube und eventuell andere Mieter zwirbelt. Also das ist schon heftig. Wie man sich freiwillig so Leben als Werwolf wählt und dann irgendwelche ekelhafte andere Typen sich oder einfach mal so konsumiert. Okay, da ist das Sanctuary. Ja, das ging ja einfach. Das ging ja wesentlich einfacher als gedacht. Moment, das war doch unseren... Ja, genau. Von dort waren wir im Innenhof gestanden und das haben wir aus der Ferne gesehen. Und hier steht zufälligerweise das Sanctuary. Okay. Ja, so einfach kann es also nur sein, ne? Wie im richtigen Leben. Du suchst etwas und dann gehst du einfach geradeaus. Gehst die Treppe hoch und dann bist du. So, jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Okay, wieder irgendwas, was ich nicht lesen kann. Zumindest was ich nicht übersetzen könnte. Ach ja. Und hier? Ich sag jetzt nicht, dass das eigentlich... Ja, doch, tatsächlich. Das sind die Mülltonne, wo man nicht durch konnten. Da ist der Tattoo-Lader. Da hätten wir einfach nur durchgehen können, ne? Wenn hier auf wäre. Wir hätten uns viel ersparen können, wenn wir einfach hier durchgegangen wären. Naja. Am Anfang in meiner Erkundungswut wollte ich ja eigentlich schon hier durchgehen. Aber ja, jetzt hämmer's, ne? Okay. Es kann manchmal echt so einfach sein. Was liegt dann hier auf dem Boden? Was ist denn das Schönes? Achso, ja, das war irgend so Tonbandgeräte oder so. Das hatte ich schon mal identifiziert. Okay. Was liegt denn hier noch im Müll? Nix Spannendes. Also komm, in der Welt gibt's doch im Müll immer irgendwas Interessantes. Naja, ich mag vielleicht einfach nur nicht in Sanctuary rein. Ach man, ich mag nicht. Ich will doch nicht reingehen, wenn so Freaks wie der Adam so einen Ort hier als Heiligtum bezeichnen und wo überall jemand seinen Müll weggeworfen hat, vor allem wie einfach jemand hier Orgel oder Klavier weggeworfen hat. Naja. Dann gehen wir mal rein zu der Scientologe. Oh Mann. Ich kann gar nicht stark genug betonen, wie wenig ich hier sein will. Aber es hilft ja nichts. Hallo? Fallprotokoll aktualisiert.
Und, was sagt er? Hab's in Sanctuary geschafft. Sieht wie eine Art VR-Salon aus. Kein Zeichen von Adam bisher. Ich sehe mich besser um. Okay. Das war aber das, was du gemeint hast, Syldraka, als ich gefragt habe, ob das immer nur in dem ekelhaften Mietshaus spielt und das nur ein bisschen was außerhalb spielt. Das wird wohl jetzt hier der Ort sein, ne? Okay. Ich habe hier eigentlich gehofft, dass wir so in der Adels-A-Bereich kommen. So, ich mache jetzt einfach mal überall irgendeine Tür auf, weil ich das kann. Und das mache ich auch noch nicht symmetrisch. Ah, okay, hier geht's gar nicht. Na gut, dann machen wir halt einfach das Synchron. Okay, ich will synchron haben. So. Sorry, das muss jetzt einfach sein. Ich kann nicht einfach so, der in die Richtung, die Anna in die andere Richtung. Das muss immer synchron sein. Und symmetrisch. Sorry, mein Bester, ich bin todmüde, war ein langer Tag bis Sonntag. Noch viel Spaß und Erfolg und an alle anderen abonnieren. Und ein Daumen hoch natürlich. Vielen Dank, dass du dabei bist, Kai. Du kannst dir recht natürlich sehr gern dann später angucken. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ich wünsche dir noch eine gute Nacht und für morgen einen schönen Tag. Dankeschön nochmal und mach's gut. Wir sehen uns am Sonntag. Ach ja. Okay, du gehst dann hoch. Aber ich kann nicht durch. Okay. Bin ich mal gespannt, was das dann für ein Typ ist, der sich als Adam ausgibt. Ah, du hast morgen frei. Das ist natürlich schön. Dann wünsche ich dir für morgen auf jeden Fall einen schönen Tag. Oh, danke. Für dich immer. Das ist nett. Vielen Dank. So, was haben wir noch? Wie gesagt, einen schönen Abend wünsche ich dir noch und danach eine gute Nacht. Ruh dich aus vom Dach. Ruh dich aus. Sag noch einen Gruß an die Frau. Ach ja. Hier haben wir nix. Hier auch nix. Aber interessant sieht sie aus. Das sieht wohl so aus, als ob man das auf einer alte Kirche als Basis genommen hätte. Als ob man nur so alte Kirche genommen hätte. Und dann, oder an alte Domkathedrale. Nehmt euch ein Zimmer. Nein. Ups. Wenn ich zu Wort komme. Okay. Ja, wie ich mir so gedacht habe, hier sind Heilige abgebildet. Was war? Überheilige, da ist ja wohl jeder ein Heilige hier. Da ist der heilige Bimbam, da ist der heilige Knechtus, so wie der da hockt. Das ist der Schutzpatron der Knechte. Bis bald, genau. Der heilige Knechtus in all seiner Pracht. Dann ist so der heilige Hässlich. Und hinten dran der heilige Versteck dich. Da ist der heilige Gralus, da sind die heilige Versteckler. Und da ist der heilige Spiesus und der heilige Aufspiesus. Und zum Schluss der heilige Bimbam Reloaded oder so ähnlich. Was haben wir da drüber? Da sind die unheilige 3 Idioten. Da ist hier das A Magdalein, die 2 Ultraknechte Fettibus, dann eine betende Magd und irgendwelche der Unheilige auf der Bodeglotzer, der Hans Guck auf der Bode und die 2 Weise aus dem China-Land. Okay, so, dann wird das einmal geklärt, so spontan, wer hier wer ist. Und ansonsten haben wir hier noch diverse Konsole, die wir vielleicht bedienen könnten. Alter, das sieht so noch 70er Jahre aus. Ich finde es ja schon irgendwie geil wie bei Alien, wo man diese 70er Jahre Optik hat. Finde ich schon geil irgendwie. Gefällt mir schon. Ach ja. Gucken wir uns da mal an. Was sagt er dazu? Nix. Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Mache ich einfach mal. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Okay. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Alter, ich finde es so creepy, wenn Leute so abgebildet sind. Das ist so unecht einfach. Oh, kein Mensch guckt so. Okay. Also Kapsel runtergefahren Woche. Also ich finde es total unnatürlich, wenn Leute so grenzdebil da rumgrinsen. So dieses das, nee, das passt einfach nicht. Das ist so falsch einfach. Zum Öffnen drücken. Was kommt dann raus hier? Ach, wir sollen nur rein. Moment.
Das mag ich eigentlich nicht. Wir haben es bei der alt gesehen, was da dabei rauskommt. Das mag ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Bevor man irgend so Virtual Reality reingezerrt werden. Nee, das möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich das echt vermeiden. Mich auf irgend so einen Stuhl zu setzen und dann der Willkür von irgendwelcher Leute hier ausgesetzt zu werden, die hier Sage haben. Also das mag ich eigentlich echt nicht. Aber in der Orgelbereich komme ich jetzt auch nicht, oder was? Also da würde ich eigentlich schon ganz gerne noch hier wollen. Dass ich jetzt hier so, ne? Achtung, jetzt ich hier. Nee, natürlich nicht. Scheiße, also Rei kann ich auch nicht. Kacke. Dann muss das wohl sein. Dann muss ich wohl tatsächlich in die Kammer des Schreckens. Und abwarte, was für ein Basilisk hier kommt. Scheiße. Wehe, ich sehe jetzt irgendjemand mit grenzdebilem Grinse dann vorne hocken. Vor mir. Chiron Incorporated. Okay, und? Okay, wir werden in irgendeine virtuelle Realität reingesaugt. Scheiße, das sieht aber auch toll aus. Wie ein Sonderurlaub in Mordor. Ach du Scheiße. So stelle ich mir einen lustigen, impressionistischen Spieleabend in der Hölle vor. Manometer. Was gibt's denn hier Gutes? Der Boden ist aus Lava. Oder aus flüssigem Kupfer. Meine Fresse. Also, aus künstlerischer Perspektive betrachtet ist es ja schon ziemlich geil. Aber so rein von der Stimmung her wirkt es echt wie so ein lustiger Spieletag in der Hölle. Mann. Gehen wir doch mal dort hier. Zu dem großen, knorrige Baum. Unser Sichter sind gesperrt. Also unser mechanische und biologische Sichter, die sind gesperrt. Und? Yes. I know it's hard to believe after all you've seen, but I need you to trust me on this. We don't have much time. What about the body I found? It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now and I need your help. If you're my son, prove it. Hat er sich ja virtuelle Realität, virtuelle Persönlichkeit aufgebaut oder was? Und hat sich so von seinem Körper getrennt? What? When I was a child, you'd sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river, watch the sunrise together. And for that smoke to clear just enough that we could see the mountains. Yeah, it never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? Sich vor Chiron verstecken, Arbeit für Chiron. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet hier und was das auslöst. Was würden ihr sagen? Also ich lasse euch da jetzt auch aktiv abstimmen. Sich vor Chiron verstecken oder Arbeit für Chiron? Was sagt ihr? Weil Danny Boy ist ja aktiv für Chiron am Arbeiten als Observer. Und Adam gehört ja eigentlich auch als Chefbeauftragter oder was das war für irgendeine Computerabteilung, gehört ja eigentlich auch zu Chiron. Scheint aber irgendwie zum Art Widerstand oder so zu gehören. Deswegen, was soll ich denn hier antworten? Du seid ihr sehr gern gefroht, ihr dürft euch sehr gern einbringen. Ich lasse euch jetzt mal so 2 Minuten Zeit. Und trinkt erstmal was und füll mein Glas auf. Dann könnt ihr auch gern antworten. So. Sich vor Chiron verstecken, sagst du. Okay. Okay, was sagen die anderen? Sich vor Chiron verstecken oder Arbeit für Chiron? Ihr habt's in der Hand. Ich weiß nämlich nicht, was die Dinger auslösen. Habe ich keine Ahnung. So, die erste Flasche ist aufgebraucht. Jetzt muss ich die zweite Flasche aufmachen, damit ich doch noch was zu trinken habe. So. Der erste Flasche war nie so viel drin. Dir ist es egal. Okay. Gut. Okay.
Jetzt habe ich auch nochmal Wasser nachgeschenkt. Und jetzt nochmal ein guter Schluck. Und dann zähle ich es runter und dann lock ich Ei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich mach, was du sagst, André. You were hiding here in the stacks. Yes. When I terminated my project, I hid where they wouldn't look for me. In time, I found people who were willing to help me. I managed to retrieve most of my data and carry on with my research. Okay, der Mörder. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. We moved, and none of us seemed Genau. Du hast Entscheidedürfe. Die Opfer. Anna saved your research and smuggled it out of Cairo. Yeah. We got her killed. Yes. And Amir too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Und was wollte er erforschen? He wanted to be me. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could Ah, be okay, so Soma-mäßig. Okay, long past your physical body. ja. Beyond limitations. So als Backup. Sickness and Ja. death. Beyond being human. Just to keep existing. Das klingt stark nach Soma. You haven't Nach changed, have you? mechanischer Existenz. But you will. Soon. Er hat an dem geforscht, was in Soma schon Realität ist. Krass. Das heißt, wie ich es vermutet habe, dass Adams Körper tot ist und er hat es wahrscheinlich beweisen wollen. Er hat dann so Backup von sich gemacht, hat die digital verarbeitet und als er dann seinen Körper, oder beziehungsweise diese digitale Version, das kann man sich so vorstellen, Körper Adam und digitaler Adam. Körper Adam lebt vorher und ab do fängt digitaler Adam an und dann gehen die beide jo ihre eigene Wege. Und er hat dann diesen Körper beendet oder beenden lassen eventuell, weiß ich noch nicht. Und er hat das, oder er ist auf jeden Fall gestorben, um nur noch als digitaler Mensch weiterzuleben. Das erinnert wirklich sehr stark an Soma. Da haben die Leute auch angefangen, sich umzubringen, nachdem ihr digitales Ich auf der Arche war. When Interessant. did you become this digital ghost? When the splicer came for me, Ja, es wäre schon irgendwie cool, wenn das die Vorgeschichte zu Soma wäre, auf jeden Fall. I managed to get out before it was too late. Wenn man sich vorstellen könnte, dass diese Welt das war, Came after me with a virus. wovor die sich in Soma unter Wasser versteckt haben, in Anführungszeichen. Wenn das diese Welt war, die dann durch den Komet ausgelöscht wurde, das wäre sehr interessant. Muss ich dir recht geben. Tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, Okay. I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which leaves us only one option. A manual override. Ja. That's where you come from. Where does the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location, but I've narrowed it down. Seems to have originated in the Natürlich, das Gebäude nebenan, das ist natürlich praktisch. Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal Okay. appears to be coming from the Victor hat ja outposts. im Auftrag vom Man Behind the Looking Glass getötet. Genau, ja. Chiron still has control over that place. And you. Man Behind the Looking Glass, das könnte genauso gut auch Adam gewesen sein, ne? The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Ja, das wird echt immer besser. Which reminds me, once you get out, follow the light. Okay. Puh, also wir sollen jetzt Adam zu einer digitalen Existenz oder Weiterexistenz verhelfen. Das ist schon krass, diese Vorstellung, ne? Sein biologisches Leben hat aufgehört. Adam ist schon lange tot eigentlich, also schon seit einiger Stunde tot. Und wir müssen jetzt nur noch in Anführungszeichen retten, was zu retten ist.
indem wir sein digitales Ich retten. Okay. Ich muss diese verdammte Abriegelung aufheben. Es ist meine einzige Chance, das zu retten, was von meinem Sohn übrig ist. Die Quelle des Signals scheint sich in einem alten Hotel, das sich über dem Gebäude erhebt, zu befinden. Ich gehe dorthin. Oh je, oh yeah, kryptische Botschaften, genau. Aber nee, jetzt mal ohne Scheiß, wie würden ihr entscheiden? Findet ihr, ich habe das ja in Soma mehrfach angesprochen, aber mal ohne Witz, finden ihr, dass das dann wirklich noch Mensch ist, wenn jemand sei Seele sozusagen als Backup übrig hat? Finden ihr, das ist noch Mensch? Oder finden ihr eher, das ist, okay, wer hat die Türe zugemacht? Oder finden ihr eher, das ist, nicht mehr menschlich, beziehungsweise kann ich mir als menschlich arg sehe, wäre sowas. Oh, ich habe weder mechanische noch Bio noch Taschenlampe-Sicht. Meine ganze Specials sind ausgeschaltet. Krass, okay. Hebt ihr die Frage für später auf, okay? Bin ich immer gespannt. Weil bei Soma fand ich schon, dass es eine Art von Menschheit ist, aber halt anders. Nicht klassische Menschheit, sondern viel eher Weiterentwicklung, weil das, was die Seele ausmacht, ist ja digital übertragen worden. Der Mensch an sich ist Erhalter, aber eben nicht mehr biologisch. Er kann mir als klassischer Mensch arg sehen wäre, aber ist für mich eher so ein Seelen-Backup. Okay. Und? Kannst du dann weitergehen, oder? Falls wir jetzt nicht irgendwo in einer digitalen Welt selber manipuliert werden. Das ist auch wieder interessant. Okay. Also diese Art von Fahrstuhl ist auch schon etwas skurril und merkwürdig. Aber geiler Ausblick. Geiles Teil. Ja, scheiße, wo geht's denn jetzt hier? Okay, das ist was von Chiron. Hier speichert's wieder. Hier sieht's doch etwa... Okay, bis jetzt auf diesen zerkratzten, leicht abgesplitterte Boote sieht's doch recht edel aus hier. Ich habe hier gehofft, dass wir mal zu so einem etwas edleren Gebäude gelangen. Ah, wieder diese Grinse Kasparine. Okay, hinter mir ist nichts. Und die ist verschwunden. Und falls so Fratze aufgetaucht ist, habe ich die glücklicherweise auch nicht gesehen. Und da geht's nicht durch. Und da kann ich durch. Und da ist... Okay, ich habe gedacht, da wäre Blut oder so drin. Und okay, meine Sicht kann ich nach wie vor nicht anwenden. Fallprotokoll aktualisiert. Hier ist sie. Die Quelle all des Wahnsinns. Was auch immer die Abriegelung verursacht hat. Lauert hier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oder wie die kleine Dämonen bei Hearthstone sagen, wenn sie beschworen werden. Igitt. Oh, ich will nicht. Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. Ich mag nicht. Ich bin doch so ein Angstschisser. Oh, aber ich befürchte irgendwie, dass wir es durchkriegen. Look through the mirror of the self, divide the zero, reflect the face of someone else. Immer diese kryptischen Botschaften von dir, so apropos kryptische Botschaften und so, ne? Oh Mann, 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 Mann. Oh. Hallo, Herr Tod. Wie geht es Ihnen? Und... Ah, okay, was hat denn der im Hinterkopf? Kann ich den umdrehen, den Kerler? Ja. It really is the fucking phage. Okay? Oh. It's been exposed anyway. Keep it together. Fuck. Beziehungsweise Fake. Ja, wie das Kind auf dem Bücherrücker. Der ist total verschimmelt und zersetzt. Ja, das sind die Faken tatsächlich. Scheiße. Nano-Faken. Und er ist ihnen ausgesetzt.
Oh, scheiße, ne? Dass er nochmal Adams System infiltriert und infiziert. Ach du Scheiße. Ich will aber nicht, dass der Danny Boy an Nanophagen stirbt. Das wäre total unwürdig für den coole Charakter. Oh Mann. Scheiße, was steht hier? Remove your implant. Okay, ja, wenn man die Implantate halt entfernt, dann kriegt man diese Nanophagen nicht. Oh, scheiße. Und überall diese geile Warnschilder von Nanophagen. Boah, scheiße. Das wird bitter. Ich habe so im Gefühl, dass das bitter wird. Also das wird jemand unter Quarantäne, ne? What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. Ja, das hat ja Adam auch gesagt. If you can't help me, please. My son is still out there. His father has gone insane. Okay. Delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. Bin jetzt so der Fan von ihre Väter. Good boy. What did you say? Okay, du warst immer ein guter Junge. Das klingt nicht so vertrauenserweckend. Aber ich befürchte, ich muss das sowieso aufmachen, um an den Fahrstuhldraht zu kommen und dass die Frau kräftig vergrützt ist. Und bei Nanophagen werden die Leute wohl auch wahnsinnig. Das wird interessant. Ja, dass die total verrotzt und verschimmelt sind, die sind dann auch noch verrückt und gefährlich und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen. Ach ja. Und hier ist nix. Meine Fresse. Also jetzt sieht man doch noch die Nanophagen. Ich habe irgendwie gehofft, dass man das Netz sehen muss. Das ist ja die Pest dieses Zeitalters. Ja, Nanophagen Infected Area. Großartig. Ja, großartig. Hilfe. Böse Hackebeil. Das würde ich eigentlich ganz gern so als Waffe aufnehmen, so nebenbei. Da ist noch so ein Fagerino. Lass mich in Friede, Fagerino. Ich gehe jetzt nicht an dir vorbei, weil ich Schiss habe, dass du wieder aufstehst. Scheiße. Okay, da sind die in so Bette untergebracht und haben dann so Kontaminationszeug außenrum. Ganz bezaubernd hier. Liebreizend. Okay. Die wollen wohl offenbar nicht, dass ich reinkomme. Vor allem, es hat ja jemand die Tür zugemacht. Du musst ja jemand sein. Hallo? Das will ich auch. Some of the patients are still symptom-free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided... Okay. Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare. Bitte. Oh, bitte nicht, oh, bitte nicht. Ich will kein Jumpscare haben. Das Auge glotzt mich eklig an. Na, 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 na. Oh Mann, scheiße. Oh, kotzen gehen, oh, kotzen gehen. Vor Schiss könnte ich grad kotzen gehen. Hör auf. Sag jetzt nicht, der Mutant kommt wieder. Nein. Oh, nee. Hello, Schimmler, my old friend. Oh, nee, scheiße. Jetzt müssen wir uns wieder von einem Schimmelklotz da verstecken. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich!
Ja, fortfahren. Mann, immer dieser Nemesis für Arme. Ja, mein Kumpel, der Kotzbrocken, definitiv. Ja, geh voraus. Geh voraus, Schimmler. Ich folg dir. Erwischt er mich hier? Ich glaube, der kann nicht kriechen. Ich glaube, dafür ist er einfach zu fett. Und zu hässlich. Ich hasse das, dieses Hide and Seek. Hm? Okay. Okay. Irgendwie muss ich durch... Ach, weiter. Okay, ich versuch's jetzt wieder mit normal Renner. Und hoffe, der erwischt mich einfach nicht. Weil noch fusselt der Bildschirm nicht so stark. Hier speichert es zumindest wieder. Warum? Warum speichert es hier? Was ist dann hier? Hier kann ich doch gar nichts machen. Scheiße, ich höre ihn wieder kommen, aber ich kann doch hier nichts machen. Hier geht doch nichts. Oh nee. Ich höre ihn wieder irgendwo kommen. Ah, da kann ich durch. Da kann ich durchkriechen. Okay. Okay. Puh. Das war gerade wieder Schwein. Mehr Glück als Verstand gehabt mal wieder. Oh Mann, 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 Mann. Gewitter Dunner Keitel. Ah, ist er doch auch wieder der Cozzarino. Ja, ich glaube, da hinten wuchert er rum. Leuchtende Pfeile kannst du... da kannst du Schächte öffnen. Ah, okay. Okay, wieder was gelernt. Da kann ich mich dann wahrscheinlich drin verstecken, ne? Mit einer Schächte. Damit mich diese Kotztüte hier nicht sieht. Alter, geh woanders. Die macht doch ein anderes Haus hässlicher, du ekelhafter, creepy Freak. Moment. Ich mag einfach nur sicher gehen, dass der Typ jetzt hier nicht um die Ecke gegammelt kommt. Okay, ich versuche zu rennen. Boah. Okay, hier. Oh Mann, oh Mann. Hier speichert er auch wieder. Ah, jetzt glaube ich hinter mir her. Ja, das Fuß... Nein! Hallo Schimmler, my old friend. Bitte, er kriegt mich jetzt wieder, ich weiß es. Ja. Ja, das war absehbar. Mist. Mist. Okay, das war hier. Jetzt kommt er wieder hier. Brrr. Wo lang jetzt? Haben wir da ohne? Da ist nichts frei, wo ich rein könnte, ne? Nee. Da ist nichts frei, wo ich reingehen könnte. Ich kann mich nur wieder in dem Schacht verkriechen, wo ich herkomme bin. Na? Oder komme ich da her? Ich glaube nicht. Egal, ich probiere es jetzt einfach mal hier weiter zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, wo ich jetzt gerade bin. Wie das Vieh einen immer tot tritt, wenn man wie als wäre man ein Kakerlake. Ach ja, für den Freak bin ich auf jeden Fall auch nichts Besseres als ein Kakerlake, glaube ich. Alle schon wegen der Größerverhältnisse. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hinzugehen habe, aber warum nicht? Okay. Wir müssen doch mal bei deiner freundliche Bildschirme hier. Sieht schon so einladend aus. On. Aber ich fand's schön vom Spiel, dass man... Ich fand's definitiv schön vom Spiel, dass man dann auch wieder exakt an dem Ort rausgespuckt wird. Und dass man nicht irgendwie, was weiß ich, wieder ganz am Anfang anfangen muss. Das wäre schon etwas ätzend. Okay. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wo ich hinzugehen habe. Ganz ehrlich zu sein.
Ich weiß es echt nicht, wo ich hingehen muss. Jetzt wäre so ein Pfeil praktisch wie bei Bioshock. Okay. Weiter hier durch. Probieren wir es doch einfach mal. Probieren wir doch mal den Weg. Weil ich glaube, durch die Schächte kann der nicht kriechen. Du ist der wie bei Outlast, der Ackermanns Heinz, oder wie ich ihn genannt habe. Du ist der einfach zu fett und zu hässlich dafür. Da kommt er nicht durch. So. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass das so ist. Du speichert er wieder. Okay. Nehmen wir es mal mit Renner. Und probieren wir hier durchzukommen. So. Also wenn es speichert, bin ich immer guter Dinge eigentlich. Dass das so der richtige Weg ist in etwa. An dem Ding können wir jetzt nichts schaffen, nichts rumwascheln. Okay. Warum nicht? Da ist auch nichts weiter. Ah doch, da können wir noch durch. Also ich bin mal wieder orientierungslos ohne Ende. Das ist aber bei mir nichts Neues. Das kennt ihr jo. So. Achso, von da bin ich Kummer. Okay. Scheiße. Wie gesagt, es ist bei mir nichts Neues, wenn ich orientierungslos bin. Ich habe einen hundsmiserablen Orientierungssinn und bin auf euer Hilfe da angewiesen. Dummerweise ist ja eure Verzögerung im Stream mit dabei, sodass ihr jetzt nicht in Echtzeit sagen könnt, jetzt links, jetzt rechts. Aber ja, wenn ich hier von hier komme bin, dann gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich natürlich wieder da entlang, wo ich hingehöre. So. Gehen wir dort weiter. Richtung Fussellicht. Beim Fussellicht rette ich mich in so einen Schacht. Und von dort aus geht's weiter. Okay. Mann. Ich und Orientierung und so, ne? Also es kann sich nur um Stunde handeln, bis ich hier rauskomme. Ich glaube, ich sehe das Schatten vom Speckmann. Nö. Kein Schatten vom Speckmann. Aber wenn der Bildschirm schon zittert, wenn der schon Störgeräusche verursacht, dann sollte ich lieber weggehen. Aber er ist in der Nähe. Speckmann is coming. Oh, apropos. Hallo Speckmann. Das ist der Speckmann. Klingt komisch, ist aber so. Der Speckmann ist besonders hässlich, deswegen muss er hier in den Lüftungsschächten leben. Und bewacht Kontrollleisten. Kontrollleisten bewachen macht dem Speckmann besonders viel Spaß. Deswegen ist er so eifrig in seinem Job. Und deswegen sollte ich dringendst hier wieder rein verschwinden, bevor er mich erwischt. So. Oh Mann. Das Ganze wie Peter lustig zu kommentieren, hätte ja auch was für sich. Da sind wir bei der lustigen Bildschirme. Und, okay. Ich habe keine Ahnung, wo hier. Mann. Specki? Nee. Okay. Oh, ich brauche irgendein festes Ziel. Entschuldigung, wegen der Verkältung tut's mir echt leid, wenn ich dann wirklich so ab und zu am Rotze bin. Das ist echt nicht gewollt. Mache ich ja nur zum Spaß. Mache ich ja nicht zum Spaß. Ah, Mann. Da kann ich nicht durch. Ih, da kommt er gewatschelt. Schnell verzieh dich in den Schacht. Geh doch schon irgendwo in so einen scheiß Schacht. Oh nee, er kommt auch gewatschelt. Okay, jetzt muss ich dort hier, wo er gelauert hat. Bäh. Da ist er jetzt. Schacht. Ich brauche einen Schacht. Schacht. Wir brauchen Schacht. Uah. Nein, ist nicht ziemlich offensichtlich. Nett für mich. Schnell weg. Folge dem Licht. Ach so, natürlich. Hast recht, ja. Folge dem Licht. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Folge dem Fussellicht. Okay. Da ist er wieder. Der Klopskerlo enormo. Da ist er wieder. Okay. Da ist das Licht. Alter, wie der schon guckt. Wie der sich schon so auf der Boden beugt, wie so ein räudiger Knecht. Okay. Watschel weg, du ekliger Elektroknecht. Oh, scheiße.
Und da wieder gekackt. Da konnte ich mich doch verstecken. Ja. Du kannst mich gerade mal am Arsch lecken, du Elektroknecht. Da gibt's nichts für dich. Okay, ich muss dann dort hin. Da ist das Licht nämlich beständig. Okay. Nix. Oh Mann. Ich mag sowas nicht. Dieses Hide and Seek, das ist nix für mich. Weiter im Licht. Weiter im Licht noch. Und hier verkrieche wieder, bis er vorbei ist. Okay. Schön tief reingehe hier in den Schacht. Damit ich mich bloß nicht so schnell finde. Mal kurz rausgucke, Lucky. Und da komme ich. Da müsste ich dann weiter. Okay. Immer kräftig weiter. Nein! Da war ich doch schon. Verdammte Scheiße nochmal. Da ist aber auch wieder Licht. Da ist das wohl mein Gang, ne? Dass der mich durch muss. Da ist wieder was. Da ist wieder Licht. Okay. Aber hier geht es irgendwie weiter in dem Gang. Ah, Mann. Es ist doch etwas irritierend von wegen Folge dem Licht. Ah, Scheiße. Ich weiß nie, von woher ich komme bin und wo ich noch hin muss. Aber da war ich auf jeden Fall schon mal. So. Da dann weiter. Hier. Bei der Auge. Und da kann ich mich noch mal kurz verstecken. Da ist ein Bildschirm. Den kann ich nicht benutzen. Okay. Weiter. Scheiß doch ins Kanonenrohr, alter Falter. Ich und Wegfinder, das ist... Oh, Mann. Ein Graus. Da dann vielleicht. Da ist nämlich auch Licht. Und hier sieht es auch so behaglich aus. Gewittert du nach Keidelnau mal. Hier speichert er auch wieder. Achtung, mal gucken, was jetzt kommt. Irgendwas... Nein! Mich kriegst du hier nicht. Nein, er hat mich doch noch. Ja, Kakerlake-Quetscher. Oh, Mann. Noch einmal. Okay, das ist der Gang. The glass is a lie. Okay. Du kriegst mich trotzdem nicht, du ekliger Typ. So. Hier vorbei. Hier kommt schon 3. Ups. Wie er schlägt hier Türe ein oder was auch immer. Scheiße. Komme ich da an ihm? Kann ich mich da an ihm vorbeischleichen? Und ja, der kann sich offensichtlich porten, ja. Anscheinend dann, wenn man wieder auf dem richtigen Weg auftaucht. Sieht so aus, als könnte ich so an ihm vorbei, ne? Wie ist jetzt einfach nochmal? Ja, da ist er wieder. Moment. Jetzt gehen wir nochmal dort hier, wo wir raus sind. Da habe ich mich nämlich hier vor ihm versteckt. Das ist ja dann der richtige Weg wieder. Da habe ich mich vor ihm versteckt und da kam er wieder auf dem richtigen Weg, hat sich da hier geportet und hat sich uns da in den Weg gestellt. Das heißt, da ich ja jetzt vor ihm geflohen bin, dürfte das hoffentlich nicht nochmal passieren. Also, wieder dort hier, wo ich vom geflohen bin. Da ist er wieder. Scheiße. Ich glaube, er ist mal wieder auf der Ferse. Also jetzt hier ist eigentlich wieder irgendwo ein Schacht finden. Scheiße, 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 scheiße! Oh, jetzt kriegt er mich wieder. Ah, der ist höchst motiviert, er kriegt mich. Ah, nee, doch nicht. Mann, 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 Mann. Ich weiß es echt nicht, wo hier. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist bitter. Das ist für mich gerade richtig bitter.
Weil ich bin in sowas einfach nicht gut im Wegfinder. Das könnte jetzt wieder stundenlang dauern. An der Stelle, es tut mir echt leid. A-Class is a lie. Die A-Klasse ist eine Lüge. Das hört Mercedes aber nicht gern. Okay. Da ist noch was, wo ich reinkriechen kann. Ich verstehe es auch nicht mit diesem Folge dem Licht, ob du das Licht hier in der Schächte oder ob das hier draußen gemäht ist. Schlimm. Das ist ja nur Fussellicht. Okay. Dann schnell hier rein. Oh, vielleicht ist auch Licht einfach nur das, was schützt vor dem Typ. Oh, jetzt hat er sich weggeportet. Gesehen? Er hat sich gerade eben weggeportet und jetzt kommt er wieder. Ich kann dir gerade leider auch nicht helfen. Kronk ist da auch mit mehr Glück als Verstand durchgekommen. Ja, das ist also meiner Meinung nach schon ziemlich heftig. Das sieht halt alles gleich aus. Eva, ich hab's ja eh schon sehr schwer mit Orientierung. Und dann auch noch in so einem Gebiet, wo echt alles gleich aussieht. Ich mache hier einfach eine auf Abteilung Attacke und ras hier jetzt einfach durch. Wenn ich Glück habe, habe ich Glück. Wenn ich Pech habe, habe ich halt Pech. Ah, da ist er wieder. Sorry, aber da kann ich echt wenig machen. Ich glaube schon, dass das richtige Gebiet ist, weil wieso sollte der dann hier getriggert werden, wenn er dann hier nicht nochmal die Pforte verteidigen soll. So. Das heißt, ich probiere es jetzt nochmal hier. Und probiere hier durchzukommen. Ich hoffe irgendwie, dass es der richtige Weg ist. Es sieht so aus, als wäre es das. Finde ich. Ja, hier speichert er auch. Okay. Vorerst sind wir mal safe. Puh. Interessant. Das ging jetzt auch mit mehr Glück als Verstand. Wobei ich mir schon gedacht habe, dass das der Weg sein muss. Okay, da sind wir jetzt bei der Konsole angelangt. Und der Speckmann ist fort. Gut. Okay. So ist er. Der Specki hat jemand in seine Klaue. Danny, lauf. Und er mutiert gerade kräftig, okay? Dann wirklich rennen. Bevor El Specco Grande uns erwischt. Soll ich mal machen, dass ich durchkomme und hab mich noch verschluckt? Vor lauter Arg. Okay. Das sieht jetzt aber auch eher aus, als wäre das eine Fantasiewelt, die generiert wurde, weil hier folgt ja auch nichts mehr feste Regeln von Orientierung. Und diese Kreatur taucht ja auch nur auf, wenn irgendwas in seinem Kopf ist, ne? Zumindest habe ich das so verstanden. Dass diese Kreatur eigentlich non-existent ist. Und dass die auch nur so Fantasieprodukt ist, mehr oder weniger. Okay. Probieren wir mal hier weiter durchzukommen. Mann. Entschuldigung. Oh Mann. Okay, jetzt kann ich hier durch. Ach, ekelhaft. Diesen Verschlucke und dann auch noch Erkältungshuste. Igitt. Ah, da ist noch so ein Bild. Ups. Das war schon gar nicht mehr lesbar, vor lauter verwackelt. Krasser Scheiß. Okay, das war wohl optional dann hier. Dann hier rein. So. Gut. Komme ich dann da weiter? Ja. Da geht's weiter. War noch ein Schluck Wasser nimmer. Ich glaube, da hat sich eben wieder diese Schlange
diese Elektroschlange durchgeschlängelt. Und... Meine Fresse, wo kommt man dann hier raus? Der ganze Kabelsalat hier, das ist ja abartig. Okay. Jetzt wachsen hier Pflanzen, okay. Und Mopsy ist wieder hinter uns her. So durchquetsche ist nicht. Ups. Und ja, da durchkommt er nicht, ne? Dann muss ich dann... Ah ja, muss ich zurückschieben. Okay. So viel zu manuell und so weiter, ne? Okay. Alla hopp. Eine Viertelstunde habe ich noch. Ich wollte offiziell eigentlich 22:30 Uhr aufhören. Spätestens. Aber ich glaube, wir sind kurz vor Ende hier. Oh, jetzt sieht es wieder aus wie in The Evil Within. Ganz bezaubernd. Ich glaube, der vermischt wieder Realität mit seinem eigenen Wahn. Beziehungsweise mit dem Wahn, den er in dem Wohnhaus eingepflanzt kriegt hat. Vielleicht ist das ja auch die Nanophagen, die er hat, die ihn jetzt schon befallen. Jetzt hört man so Orgelmusik. Vielleicht ist es auch wirklich, dass der mit Nanophagen schon reinkam und dass Danny eigentlich der Auslöser für die Abriegelung war, weil bei ihm halt die Nanophagen diagnostiziert wurden. Wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Okay. Hier geht's raus. Ich jetzt... Nicht? Ah doch. Ups. Ich will jetzt sehen, was kommt. Boah, scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bäh. Igitt. Muss dann das immer sein. Okay, wo ist er denn jetzt? Im Krankenhaus? There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that drastically decreases... Kann mich an den umgucke grad. I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. Okay, das waren wohl Erinnerungen an seine Frau. Ah, die Rose. Die Rose nochmal. Als Symbol. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. Und die Frau, die wohl sagt, man soll sich um den Sohn kümmern, ne? Die Rose wieder. After you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her. Huh. But she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. Krass, okay. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? So. Should have been you. Oh. Meine Fresse. Und jetzt?
Also die Frau ist gestorben, weil sie sich in einer Operation nicht mit dieser Augmentation unterziehen wollte. Und so konnte sie nicht geheilt werden, weil ihren Körper nicht stark genug war, um die Krankheit so zu bekämpfen. Aber wenn sie diese Augmentation dabei gehabt hätte, wäre sie nämlich sie selber gewesen, wenn sie die Krankheit überlebt hätte. Das ist schon ziemlich schwierig. Das sollen die Leute, selber entscheiden. Okay. Und ist das jetzt so OP an ihm, oder was? Ups. Und er hat anscheinend auch einen schweren Unfall gehabt, sodass er fast zur Maschinenware ist. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das scheint irgendwie so da... Nee, aber ich habe schon gesagt, dass der Livestream heute früher stattfindet, Adventure Lost Praise, beziehungsweise Kra, weil denn Freitag mein Vater 60. Geburtstag hat und nun kann ich natürlich keinen Livestream machen. Also, sorry, aber auch gleichzeitig, hi, freut mich, dass du da bist. Und das scheint jetzt wohl hier der Abspann zu sein oder sowas in der Art. Weil die große Filmsequenz hier kann ich nicht spielen. Ich sage jetzt ja, dass er der Mörder ist. Ja, und hoi hoi. Ach, er selber ist der eklige Freak, der Speckmann. Oder was? Noch nicht ganz, okay. Okay, also er ist tatsächlich der Speckmann. Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist Daniel Lasarski. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist ziemlich widerwärtig. Er selber ist dieses Monster, vor dem man die ganze Zeit wegrennt. Oh Gott, weil der einen Unfall gehabt hat und hat sich irgendwie noch retten lassen. Und ach, wenn er dabei ein absolutes Monsterwoche ist. Ach der Scheiße. Aber wie passt es dann nur damit zusammen, dass er als Observer unterwegs ist? Ja, echt mal, würde sich Gott nicht wünschen, es wäre tot. Aber hallo. Aber sowas von... Echt mal, ich geht. Also so wollte ich auch nicht leben. Okay. Adam, what the hell is this? You made your way here. Let you in? What about the lockdown? The virus? The virus will get to me no matter what. Here, or out in the web. It's only a matter of time. Okay. You need a place to hide. I need a host. An unique specimen. Ha. Attached from the web at large. Du hast gelogen, der Host. A host? I guess that's supposed to be... Ach. Yes. The observer's mind is isolated. Detached from the grid. It's the only place where I can hide. Okay. Fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will... Das klingt mal ziemlich heftig. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Das hatten wir auch schon bei welcher. Das hatten wir bei der 35-Jährigen und bei dem kleinen Mädchen. Sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. Das hatten wir ja auch, diese Symbiose von diesem Mädchen, was geistig behindert war,
und durch die Frau dazu gebrochen wird, dass es widerspricht, dass es soziales Leben hat, aber dafür war halt die Frau körperlich kaputt und die waren in Symbiose. Eva, denk an das, was mit der Ollen und dem kleinen Mädchen war. Richtig, das wird dann so psychomäßig. Gibt's keinen anderen Weg. Das heißt im Endeffekt... Das heißt, entweder ihn sterben lassen und selber wahnsinnig wäre, oder ein Horrorwesen erschaffen, was nur noch schlimmer ist als eh schon. Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Frage, kann ich das ablehnen? Kann ich ablehnen, mit ihm verbunden zu werden, weil ich möchte es eigentlich nicht. Ich will weder, dass der Wahnsinnige von Sohn sich mit dem Monster von Vater verschmilzt, noch will ich, dass die beide noch brutaler und psychopathischer abgehen. Eigentlich möchte ich das ablehnen. Ich möchte, dass am liebsten beide kaputt gehen, weil das sind beides unnatürliche Existenzen, die nicht weiter existieren sollten. Ich finde, die sollten nicht in Symbiose miteinander sein. Okay. Was würden ihr sagen? Ja oder nee? Ich persönlich würde echt sagen, eigentlich nein. Okay. Also das heißt, wir beobachten jetzt anscheinend, wie er das alles in Auftrag gegeben hat. Ja, ich habe auch nicht vor, dass die beide synchronisiert werden. Ich will es nicht. Ich finde es dermaßen pervers. Ich will nicht, dass die beide in Symbiose zusammen sind. Die sollten beide tot sein. Iteration? Then what are you? Which one? Killed him. Real Adam. The real Adam? He killed dozens. Iteration after iteration laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of Alter Falter. Nee, weil das die originale Version ist, weil das Kind ist und nicht irgendeine Kopie. your son. Du hast versucht, mich zu töten. The splicer was breathing down my neck. You sent him. Okay, er war der Auftraggeber. Okay, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. The drugs and the paranoia took over. After that, I'm full on fair. Tja. The mind is not. Ironic. Coming from the observer. Warum hast du all die Menschen umgebracht? Ein Experiment, das seinen Schöpfer gefressen hat. Kommt mir bekannt vor, ja? Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kyle. They would stop at nothing Okay. to track me down. Way to cover your ass. Give me what you want. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with Nee. Also sorry. Das kann ich nicht unterstützen. you. Richtig, Adam, du bist ein Krankes. Aber hallo. Warum hast du ihn umgebracht? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. Und wie gesagt, Virus. Adam said it was. richtig. Figured out how dangerous you are. Maybe he realized he had succeeded. He created Wie ich ja schon gesagt habe, Version 1 und dann wird Version 2 erschaffen. Und dann gehen beide getrennte Wege. Und diese digitale Version ist offensichtlich psychopathisch, während die Realversion noch eingesehen hat, was abgeht. So what the hell makes you better? He was driven by hatred, obsessed with the idea of not becoming Ja, und er ist auf eine andere Art und Weise besessen. Und ist ziemlich arrogant.
losses, our mistakes, they were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Beenden wir das. I'm tired. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice. Ja, das ist nicht der Sohn. Let your son die. Der Sohn wollte, dass das Ding nicht funktioniert und dass das weg ist. Adam zurückweisen, eindeutig. Ich denke, du stimmt ihr mir alle zu. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck, aber ich mag das nicht. Ich will nicht, dass die beide verlinkt werden. Ich will, dass die beide eigentlich kaputt gehen. Allein schon aus moralischer Sicht. Das kann ich nicht zulassen. Adam zurückweisen. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are, but you will pay for what you did. That's disappointing. Ja, töte das mit Feuer. Hoping we could do this the easy way. But Okay, es war irgendwie schon klar, dass der dann Zwang ausübt. I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that house. You're breaking my heart, asshole. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live Forever and a day. Go to hell. after you. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Strain level critical. Synchrosine injection Ja, recommended. aber das ist er ja nicht mehr, ne? Oder sehe ich das falsch? Ist er noch in diesem menschlichen Körper oder ist er dieses ekelhafte Monster? I regret it must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Oh oh. Oh oh. Strain level critical. Synchrosine Scheiße, das heißt, recommended. Daniel Lasarski ist gerade irgendwo hier transferiert worden und Adam Lasarski ist jetzt in dem Chip, den Daniel im Schädel hat. Ach du Scheiße. Und ihn hat er irgendwo in ein Gerät eingesperrt. Na, großartig. Ach, der Hausmeister. Der Hausmeister wieder. Ackermann, Knecht, wie sieht's aus? Strain level critical. Synchrosine injection recommended. Kann ich in der Typ reingehen, oder? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Old James is gonna fix you up. Und was kommt jetzt noch? Alter Falter, das Spiel. Heftiger Scheiß, oder? Und jetzt? Zum Schluss noch? Okay. Sorry, James. No other way. Jetzt sind wir der Janus. Aber als Daniel anscheinend. Okay, der Adam hat Daniel in diesen Mülleimer hier transferiert. Und hat Daniel sich jetzt in Janus reintransferiert und die beide sind am Verschmelzen. Ich komme gerade nämlich mit. Es sieht nämlich so aus, als wären die beide jetzt in Symbiose. Weil er wollte ihn reparieren und anscheinend hat Danny Boy jetzt Hausmeister übernommen. Und da ist Daniel.
Beziehungsweise Adam in Daniel. Ja, okay, er ist tatsächlich drin. Oh, jetzt sterben sie beide. Weil der wird erschossen und er schlägt noch ihn tot. Ja. Okay, krass. Aber er ist nicht wirklich ein Monster. Er hat eine normale menschliche... Er hat einen normalen menschlichen Körper. Ah, Adam hat Janus Trophäe erhalten in Gold. Ein Todesfall in der Familie. So, jetzt nochmal. Adam hat Janus Körper übernommen und Janus Verstand ist in der Kiste. Krass. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass Danny von Adam übernommen wurde und dass Daniels Körper mit Adams Verstand raus ist. Und dass dann, weil er hat ja gesagt, ich habe einen besseren Körper für dich, Papa. Und dass dann Adam in Daniels Körper weg ist. Und dann kommt Janus. Und Danny Boy geht, weil er in diesem Mülleimer drin war. Und Janus sich mit diesem Mülleimer synchronisiert hat, geht er in Janus über und schlägt seinen Sohn in seinem eigenen Körper tot und wird dann noch erschossen oder dabei jetzt. Also die haben sich gegenseitig abgemurkst. Das ist das, was ich jetzt so rausgefunden habe oder rausgehört habe aus der Sache. Dass die eigentlich Körper getauscht haben, ne? Ja, Namensdreher. Also Danny hat Janus Körper übernommen und Janus Verstand war in der Kiste, genau. Und das heißt eigentlich, Daniel hat seinen Sohn aber in seinem eigenen Körper abgemurkst oder versucht totzuschlagen und Daniel im Körper von Janus ist erschossen worden. Krass. Und dann ist jetzt halt auch noch die Frage, was ist denn das mit diesem Monster? Weil das kam jetzt für mich so rüber, als ob Daniel eigentlich so einen schlimmen Unfall gehabt hat, dass er vollständig mechanisch ersetzt wurde und so ein schlechtes Biomassefleisch drüber kriegt hat, dass er zu diesem vermurksten Monsterwoche ist und dass er somit dann immer diese Synchro-Scene braucht, um nicht zu dem Monster zu werden. Ich verstehe es irgendwie noch nicht. Finde ich aber sehr abrupt endend. Ein paar Szenen hätte es noch haben können. Ja, finde ich auch. Und Adam ist im Körper des Observers, ja. Janus will den Roboter reparieren. Daniel übernimmt Janus Körper und schlägt seinen Körper mit Adams Verstand. Genau. Der arme Janus, so ein kaputter Roboter, ist nicht der beste Körper. Das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, das mit dem Monster habe ich noch nicht ganz kapiert. Braucht Daniel dieses Synchro-Scene, was er sich immer reinjagt, um nicht optisch zu dem zu werden, was er eigentlich ist? Oder ist es nur so das Spiegelbild von seinem Seelezustand? Ich kann es nicht sagen, was das dort mit auf sich hat. Ohne Witz, da fehlt es mal ein bisschen an Informationen. Da hat mich das Spiel ein bisschen allein gelost. Ich muss sagen, okay, das mit dem Körpertausch, das kann man noch kapieren. Das ist kein Thema. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, klar, Sohn in Papas Körper und Papa in Janus Körper und die machen sich gegenseitig kaputt. Aber das mit dem Monster verstehe ich immer noch nicht. Da hat mich das Spiel ein bisschen links liegen lassen, muss ich echt sagen. Ansonsten, Resümee, bis auf diese verwirrende Sache mit dem Monster, doch ein geiles Ende, was ich so nicht erwartet hätte. Und es ist definitiv ein kleines Spiel. Es geht nicht ewig lang. Ich habe das ja jetzt in vier Sitzungen habe ich das gemacht. Innerhalb von 4 Wochen, eine Sitzung pro Woche, habe ich das Ding durchgehabt. Kurzes Let's Play. Aber, wie du es gesagt hast, André, cooles Spiel. Die Welt ist stimmig. Das Design von dieser Welt ist geil. Die Einwohner sind heftig. Die Botschaft, dass alles so richtig ranzig sein soll, ist perfekt. Und
Ich würde mir mehr in dem Universum wünschen. Ah, okay, dafür ist das Synchro-Scene da. Dass er von der mentalen Belastung von der Geistesverbindung nicht verrückt wird. Okay, dann hat das nichts mit dieser Monsterform Unterdrückung zu tun. Oder wird es wohl eher so was Geistliches sein, wie er sich vielleicht geistig wahrnimmt. Okay, aber ich muss echt sagen, kurzes Spiel, ja, aber das war Layers of Fear 8. Trotz allem, manchmal liegt auch in der Kürze die Würze, muss ich sagen. Und Aspire und Bloober Team haben es mal wieder hingekriegt, in der Kürze die Würze zu finden und ein richtig tolles Spiel zu entwerfen. Die Welt, tippitoppi, alles was ich schon aufgezählt habe, genial. Die Charaktere, trotz kurzer Spielzeit, wirklich sehr tief die Charaktere dargestellt und gefärbt. Es ging natürlich noch tiefer bei einem längeren Spiel, aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Mir hat es tierisch gut gefallen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, kauft das Spiel, wenn es euch gefällt, spielt selber. Es hat erstaunlich wenig Jumpscares gehabt, da bin ich sehr dankbar drum. Und ja, ich kann euch als Zuschauer natürlich mal wieder danken. Wenn der Preis stimmt, doch wenn es zu teuer ist, hasse ich zu kurze Spiele. Ja klar, das kann ich nur vollziehen. An euch als Zuschauer vom Stream vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr die Testperson für meinen ersten Livestream wart. Es war vielleicht echt ganz cool, dass ich gerade am Anfang so kurzes Spiel gestreamt habe, um so auch die Erfahrung zu sammeln. Ich muss wirklich sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Stream wieder. Das wird jetzt erstmal nicht Uncharted Lost Legacy sein, das schiebe ich jetzt erstmal noch hin. Der nächste Stream, den ich mache werde, ist dann, wenn es im Oktober erscheint, Let's Play bzw. Let's Stream The Evil Within 2. Das steht jetzt schon mal fest. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr beim Livestream mit dabei wart. Ich habe sehr viel gelernt und ich würde es auch gern sehr schön hier weiter behalten. Es macht mir sehr viel Spaß, mit euch im direkten Gespräch hier im Chat zu sein und so mit euch zu kommunizieren. Es ist eine sehr schöne Form, mit den Leuten zu reden. Und es ist eine sehr schöne Art der Interaktion und ich hoffe, dass ich so auch euch als Zuschauer auch ein bisschen näher bin als nur durch die Let's Plays, dass wir halt so auch eher mal in Kontakt sein können. Das freut mich persönlich sehr und macht mir extrem viel Spaß und ich sehe anscheinend schon, dass die Resonanz zu Stream zu The Evil Within wohl sehr gut ankommt. Ich hatte schon Angst vor Uncharted, hätte ich nicht gesehen. Okay, alles klar. Ne, ich habe halt gedacht, ich bin's der Spielereihe doch irgendwie schuldig, dass ich, nochmal das neue Spiel. Das war halt, wenn ich was anfangen wächst, dann habe ich halt diesen Drang, das weiter durchzuspielen, bis zum bitteren Ende, könnte man sagen. Aber okay, ich bin jetzt schon 10 Minuten über der Zeit, ich muss morgen auch wieder schaffen. André, dir auch nochmal vielen Dank, du musst dir gerade morgen wieder weiter mit mir schaffen. Wir sehen uns morgen beim Schaffen wieder. Und, denk an den Kruscht noch. Und die andere, Kra und Sultraka, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, bei The Evil Within 2 ist Ruvik wieder dabei. Was ich bisher so gesehen habe, nicht, aber dafür andere ziemlich geisteskranke Leute, die auch ziemlich cool sind. Also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Macht mir sehr viel Spaß mit euch. Ihr seid echt tolle Zuschauer. Ihr seid sehr dankbare und amüsante Zuschauer. Auch wenn es mal bei uns etwas derber zugeht, Sultraka, aber wir wissen ja, wie es läuft. Wir kennen uns ja und das passt alles. Es hat mich echt gefreut. Schade, dass Scorpion nicht mit dabei war. Denn hätte ich auch nochmal sehr gern vielen lieben Dank gesagt, weil Scorpion gehört dann doch irgendwie auch zur Festcrew. Natürlich auch nochmal an Kai, an Mathilda und an andere Leute, die hier immer mit dabei sind. Ihr macht's zu, was es ist. Und wir sehen uns beim Stream wieder im Mitte Oktober zu Let's Play The Evil Within 2 als PlayStation 4 Livestream. Vielen Dank nochmal euch alle. Ihr wart tolle Versuchskaninchen für meinen ersten Livestream. Genau, D-Abo, Dislike, Meldung ist raus. Ja, verreckt doch in der Hölle. Ja, ich nehme mir ein Zimmer mit dir. Also, ihr liebe Leute, vielen Dank. Ich kann es wirklich nur nochmal sagen. Vielen lieben Dank für alles. Machen's gut und wir sehen uns bei meinen Let's Plays. Aktuell Secret of Mana. An der Stelle nochmal Graf. Vielen Dank für das sehr enthusiastische und sehr lange Kommentieren. Und zu Bioshock natürlich. Und zu Baldur's Gate 2 Schatten von Arm aufpelzig. Also, zu denen sehen wir uns wieder und spätestens zum Livestream Mitte Oktober.
Machen's gut, ihr liebe Leute, und bis dann. Auf weitere tolle Streams. Eiern, höchst begeisterter und enthusiastischer Yankee. Habt eine schöne Nacht und einen schönen Restabend. Schlafen gut.